Ja, du darfst schon schneller fragen. Ja, ich warte, das ist mein grosses Ziel. Also, wir sind bei 2,33 starten. Aber wir können im Fall vielleicht noch einen Mindestbetrag festlegen. Also wenn jemand einen Stutz spendet, dann machen wir das zum Anfang. So! Dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen hier auf Plevetia mit mir, Ephesus, mit dem Microwing Mega, mit der Angela und Ueli vom Kampf gegen Bünzeltum oder jetzt eben vor allem Kampf gegen Spiessertum. Danke, dass Sie gekommen sind, weil wir werden jetzt heute mal die deutsche Version von dem Ganzen auf Herz und Lunge testen. Oder auf Rot. Schwarz-Rot-Gold? Ja, würde ich meinen. Machen wir doch. Also nein, Rot nehmen wir beim Bünzli. Bünzli. Okay, gibt's nicht. Ja, ist übrigens Premiere, weil das ist das erste Muster, das ich vorgestern bekommen habe von der Druckerei. Und das ist noch nie gespielt worden. Also ihr habt jetzt das Privileg, das erste Mal auf gedruckten, schönen Fernsehkarten zu spielen. Ich nehme auch an, wieder genau gleich fette Karten wie beim Bünzli. Genau. Also die sind wieder 400 Gramm pro Quadratmeter schwer. Sehr schön. Und laminiert ins Bier verkraftet. Muss man ja. Gut, wir haben ja zum Glück für Bio so fancy. Gar nicht auf der Galaxy. Ach komm, gib mir doch einfach. Das ist schon gut. Ja, ihr seht vielleicht unten den Link auf spiesertum.manaba.ch. Der führt euch direkt auf Kickstarter, damit ihr den Kampf gegen Spiesertum unterstützen auch. Und wir haben heute ein Special-Ding. Und zwar haben wir 10 Challenges. Das heisst, immer wenn jemand spendet, wird eine Challenge gezogen, oder? Genau, und wir auslosen unter uns, wer das muss erledigen und je nachdem machen wir uns ein bisschen mehr oder weniger zum Anfang. Genau, das heisst, heute ist wirklich der Punkt da, wir haben die Twitch-Notification an in diesem Fall. Ja, ich habe es gesehen und sonst schreibt es Kommentare, wenn wir es verpassen, könnt ihr uns auf die Finger schlagen. Ja, und das heisst, wenn ihr heute spendet, dann sehen wir uns zum Anfang. Dann würde ich sagen, wir spielen jetzt das Gleiche, oder? Ja, soll ich dann schnell erklären oder machen wir einfach? Und, ich würde sagen, wir machen einfach. Ja, sehr genau. gut. Also, dann mal auf Karte verlieren. Es fängt schon. Ich weiss voll von der Geschichte dahinter. Von Bildern. Ja, das... Wenn ich könnte sollen, würde es helfen. Haben wir noch? Ja. Also ich hatte jetzt 8. Ja. Ja, weiss ich, was sensationell kann das 8 sein. Und alle Minderheiten, wir meinen es nicht böse. Also, Nein. liebe Feministen, Feministinnen, andere Minderheiten, Politiker. Oh, schön. Das kommt gut. Gibt es eigentlich auch gleiche Karten, wie es bei Bünzli tun? Die Mehrheit ist gleich. Also es sind 150 Karten, die neu sind, die anderen 450 können ihr schon. Es ist halt einfach alles Lokale, also haben wir ersetzt. Ich habe es zusammen mit 3 deutschen Studenten gemacht. Also die deutsche Version halt eben, weil ich tue mir nicht erdreisten, dass ich die deutsche Kultur genug gut kann, dass ich wieder alles bringe, was gerade ein Thema ist. Aber ja, also ich werde die gewisse Karten können. Okay. Ja, man kann sich gut denken, die eine kenne ich eben und man denkt, ja, okay. Also, du, hör doch einfach an. Ja. Wegen musste Frankreich vor den Nazis kapitulieren. Und ja, das ist neu. Das ist gedacht, ja. Aber ich darf gar nicht mischen. Ich hätte so eine schöne... Es gibt ja so viele Sachen, wie so Franzosen kapitulieren. Also ich sehe Computerspiele immer kapitulieren, von dem her. Und der Rest bei mir wieder. Nein. Das ist nicht zum Aufmachen. Oh. Ich glaube hier. Also. Also, wegen Judengold hat Frankreich müssen vor den Nazis kapitulieren. Wegen dem Göbel. Gut, das sind so 2 realistische Sachen. Ich meine, das Judengold, wenn man den ganzen Bier wegkauft, dann kaufen die Franzosen auch nicht mehr.
Und Goebbels. Und das dritte ist eigentlich wegen dir. Wegen Chocolate. Wegen mir. Ja, also, du hast ja gesagt, du willst ein Chocolate Cosplay machen. Also, entsprechend wegen dir. Ist die Idee, ja. Eben. Ja, die sind ein bisschen realistisch. Ich finde, Chocolate hat eigentlich schon ein bisschen schön. Ja, Ja. Mal. Stimmt für mich. Wann ist der? Von mir. Ja. Also tatsächlich, wenn Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich stelle mir auf die Vorstellung, ich mache die Jabba der Hutt auf Franzosen zu. So, in Zeitlupe. Ja, Sie ja. säckelt panisch davor, so no. Das ist eine Situation, wie man es auch bei vielen Filmen hat. Man rennt panisch und schnell davor und hinten drauf so. Und ist immer noch dir schnell. Also eigentlich bei jedem Nazi-Film. Bei jedem Zombie-Film. Ja, was schon wieder machen so? So. Ja, Angst. Noch ziehen. Ja, wir müssen wieder auf 85. Nehmen wir doch einen Stapel 2 über den. Ja, Das ist genau. ein bisschen bequemer. Also, am liebsten foltere ich mit. Das ist jetzt schnell gewesen. Oh Gott. Also die unter die erste, oder wie haben wir es? Moment, das jetzt vielleicht nicht schauen. Also das, wenn es unter ist, das ist die erste. Also die unterste ist bei mir die zweite. Ah, dann das ist doch 3, dann sind es gleich. Ah, super. Für dich auch die unterste die erste? Sehr gut. Ist das schon fast. Oh, das ist ein bisschen realistisch, nicht? Aber kann man es nicht genau. Also, wir haben einmal am liebsten foltere ich B-Promis mit auf dem Klo ficken. Das macht das doch die ganze okay. Das ist die ganze Zeit. Also, Es sind immer noch B und nicht C-Promis. Aha, okay, ja. Dann haben wir am liebsten foltere ich Jürgen von der Lippe mit Inzest. Oh! Ja. Dort entsteht mein Krüger. Und dann haben wir noch einfach, okay, da weiß ich, was er gelegt hat, aber am liebsten foltere ich junge Mädchen in Blumenkleidchen mit Genitalverstümmelung. Holy shit! What the hell? Oh! Heftig! Also, Ja, da ist so Campus heftig. könnte es gefallen. Messi. Da ist so heftig, da muss ich. Wow! Ja, Okay. Ja, aber auch noch realistisch. ich hoffe nicht. Sonst muss ich noch ein bisschen über Also ich Das ist kein Blumenkleid da. Also. Das stimmt. Ja, Jungs, Mädchen will ich aber nicht mehr. Ich muss sagen, wenn ich jetzt kaum gegen das Bild von Schubaba gespielt habe, ich sehe, es ist schon auf einem härteren Niveau. Ja! So, Es hat auch eine schöne Angriffsfläche natürlich. Ja. ganz ehrlich, mit Deutschen haben nicht größere Angriffsfläche. Das Land ist ja grösser. Eben. Und sie eine Grenze. So, also, auf dem letzten Kongress war Gastredner. Jetzt bin ich gespannt, ob irgendeine die Jodekarte hat. Oh! Nicht, ich hoffe, das ist schon was drin. Also die unterste ist die. Oh. Wir haben übrigens ein akutes Bier. Das Problem lösen wir jetzt Ja, nicht. Dehydrierung kann ich wirklich sehen. So, wir haben einmal am letzten afrikanischen Kinderkongress waren degenerierte Nazis Gastredner. Okay. Gut, kann man machen. Okay. Am letzten K.O.-Tropfen-Kongress war deine Mutter Gastredner. Und auf dem letzten Kadaver-Sammelstelle-Kongress waren Juden Gastredner. Oh! Da
Der ist es. Oh. Ganz klar. Ja, massiv. Oh. Lieber Zentralrat, nein. Welche Zentral? Ist das IZRS-Dingsbums da? Nein. Der andere. Ja, es gibt einen anderen. Zentralrat der Juden. Zentralrat der Juden. Ja, eben. Aber der IZRS ist etwas ganz anderes. Ach so. Der islamische. Auch eine Religion, alles Gleiche. Ja gut, aber nur der Punkt ist halt, dass die halt die Schnur so wieder aufrissen für ihre 200 Mitglieder von dem. Deswegen denkt man immer zuerst an die. Ja. Quasi. Bist du bereit? Ja. Bereit? Auf der IAA in Frankfurt werden erstmals Fahrzeuge gezeigt, die mit Blablabla fahren. Das wäre gut, jetzt endlich eine vernünftige Verwendung für den Shit. Feminist. Oh, Entschuldigung. Cheers. Ah ja, zum Wohl. Jawohl. Nee. Zum Wohl. Jawohl. Also. Die Fahrzeuge, die fahren mit Gott. Oh. Ja, Gott fährt mit. Also, der meine Beifahrer sind immer frei. Mit Jägermeister. Was? Jägermeister. Jägermeister. Mit dem Alkoholgehalt kann es sicher möglich sein. Ja, vor allem ist es so gruselig, dass ich es eben trinke. Das wäre echt gut, wenn es Der Punkt ist, es ist sogar noch realistisch. Was noch realistischer ist, so ein Fahrzeugtank hat etwa 60 Liter plus minus in den meisten Fällen. Da passt ja doch perfekt 60 Kilo Hackfleisch rein. Gehört dir? Das Hackfleisch ist nicht von mir. Hackfleisch, das ist von mir. Ich stelle mir Okay. die Tankstelle gerade recht lustig vor. Ich stelle mir gerade den Geruch in der Tankstelle recht lustig vor. Aber kennt ihr die Story hinter 60 Kilo Hackfleisch? Ja, 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 das ist mit dem ja, Domian, ja, ja. Warum ist so dünn? Natürlich ist es wegen dem drin. Domian gibt es ja leider nicht mehr. Das ist sehr, sehr schade. Ja. Ich finde, die Tankfleischgeschichte ist neben der Rose, Wow, ja. hör auf. Domian hat ein paar Ja, aber lustige jetzt Jahre sind schon gehabt. sensationell. Also, die neue Karte ist, alle Geschichtslügen müssen korrigiert werden. Wahr in Wahrheit. Oh oh. Und da werden wir in 60 Euro Fleisch auch schön sein. Kannst du nicht deine Anekdote noch erwähnen? Ja, ist gut. Das ist der Karte. Hm? Das ist der Karte gesagt. Aha, okay. Jetzt haben wir schon im Spann. Und Ja, ich schaue nachher ganz schnell. Das ist die Unterliste, die erste. Kann ich nicht. Aber, also man muss vielleicht Bier trinken und dumm schnorren, aber Bier hört es dann irgendwie schon auf. Also auch nochmal für alle, bevor wir es weitermachen, wenn ihr jetzt auf spielstummundmama.ch dient für Spielsertum Spenden auf Kickstarter, dann haben wir hier 10 Challenges, von denen jemand von uns muss eine machen. Jetzt fast gesagt, jemand von uns muss 10 Challenges machen. Das Das wäre ein bisschen reingeschossen. Okay, Also, okay. Das ist jetzt Shop drin. Wow. Also, alle Geschichtsbücher müssen korrigiert werden. Islamisierung ist in Wahrheit, sind in Wahrheit streunende Köder gewesen. Ja, Ja. wie auch immer. Feminazis. Oh fuck, der passt verdammt gut. Feminazis sind in Wahrheit fette Weiber in Hotpants gewesen. Muss jetzt alles feminisiert werden? Oh. Gott. Gaskammer ist in Wahrheit ein Sexpartner auf Firmenkosten. Ja, von wem ist die? Von mir. Ich bin Deutscher, ich darf so Sprüche bringen. Nein! Ah, ja. Nein, wir müssen
sind noch nicht zum Anfang. Noch nicht. Okay. Aber Aber ich meine, das mit den Ja, Sexpartys relativ. ist noch relativ realistisch. Das ist viel größer. Ja, das stimmt. Ich habe inhaltliche Beschwerden zum Spiel eigentlich sehr selten gehabt. Aber eine hat mir tatsächlich mal geschrieben, dass richtig böse ist mir wegen es ging überhaupt nicht. Das Spiel sich frauenfeindlich, das war eine Karte, Wettbewerb inhaltlich. Ich meine, es hat Kartenspiel nicht kein Ding. Es geht alles. Völlig okay, Gaskammer ist alles okay. Aber es ist ganz klar, dass frauenfeindlich gespielt, weil es hat wirklich Frauen inhaltlich. Nein, das ist wirklich so. Wenigstens reklamieren sie nicht wegen Spießertum, dass es nicht Spießerinnentum heißt. Das ist doch irgendwie nicht etwas. Das haben wir gehabt, die Beschwerden, aber nicht sehr seriös. Also das ist da so von einem Troll, hat uns auf der Facebook-Seite nachgeredet, von wegen, es sei ja überhaupt nicht, weil es sei nur die männliche Form. Und eigentlich sollte die Menschen Spießen liegen, dass man so etwas Kleines geben. Okay, es ist einfach, das, wie nennt man das denn, wenn es so Feminist gibt, gibt es denn auch Maskulinist? Meninist. Es gibt es ernsthaft? Was Meninist. Meninist. Was, das gibt's? Ja. Ich muss bitte nach dem Meninist suchen, die ganzen peinlichen Scheisssachen raus. Das ist so. Ist es amüsanter als die peinlichen Feministen-Sachen? Gott. Das ist nicht mehr so recht peinlich, oder? Okay. Ja, immerhin. Ja, wir haben es in der letzten Talkshow aufgegeben, jetzt ist schon vom Feminismus gehabt, jetzt können wir es kommunizieren. So, wir haben das Bild, das darüber berichtet, über die Sexaffäre zwischen und. Oh, schön. Ja, Das ist da. doch. Das gefällt mir. Dann sind wir wieder bei der Gangbang Theory. Die Kombinationen, die wir machen, sind teilweise einfach herrlich. Also, wir haben einmal Bildberichte über die Sexaffäre zwischen Schönheitschirurgen und riesigen Hängebrüsten. Der mit Frauen ab. Ich würde sagen, es ist einmal eine sehr interessante Form von Entwicklung. Also, Danke für die Bilder im Kopf. ich sage, du kannst seitlich an, du musst nicht von vorne, du kannst seitlich, du musst einfach nur Buchstaben drücken. Trink lieber Neues. Dann haben wir die, Bildberichte über die Sexaffäre zwischen Darth Vader und japanischen Schulmädchen. Ich bin kein Lederbär. Und natürlich aktuelles Thema Deutschland, Sexaffäre zwischen Waisenkind und Berliner Bar. Oh! Der kann man nicht Lederbär. Ja, das finde ich schön. Das finde ich sehr schön. Dankeschön. Es ist irgendwie noch witzig, dass ich kein einziger Punkt habe. Ich könnte ja meinen, ich könnte das spielen. So, unser nächstes Thema. Haben ihre gemeinsame Freundin Helga auf einem Metal-Festival ausgesetzt. Oh, danke schön für Darf das. ich- darf Danke ich- vielmals. Danke vielmals. Oh. Darf ich die Geschichte hinter dieser Karte erfahren? Die weiß jetzt wirklich mal nicht. Das ist, glaube ich, am Wacken gesehen. Ich weiß nicht, wo das so Es ist überall bekannt, aber ich glaube, es ist Wacken gesehen. Wo, ich glaube, irgendein Dude seine Freundin die Helga nicht mehr gefunden hat auf dem Was Zeltplatz. ist denn der Büro, der Buch verloren hat? Nein, Ja, gibt also, verschiedene. eben, ich habe einfach gehört, dass der Typ seine Freundin verloren hat auf dem Metal Festival. Ja, und dann ist er über den Zeltplatz gesäckelt und hat einfach gerufen, Helga! Und irgendwann haben sie nicht alle anderen eingeschoben. Und Genau. der ganze Zeltplatz hat nach der Helga geschaut. Inzwischen ist das seit jedem Festival. Irgendwie am Morgen um 5 Uhr fängt es an und irgendjemand fängt nach Helga an schreien und alle anderen schreien mit. Genau. Also, man weiss, ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aber das passiert bei jedem Festival. Und der Okay. Ostern war das ist so, Helga ist tot! Ja genau, wenn man keine Lust drauf hat, heisst es, Helga ist gestorben. Okay. Gut, warum nicht? Traditionen gibt es überall. In irgendeiner Form. Die eine fressen Fies, die andere riefen Helga.
Aber jetzt finden wir raus, woher der Ursprung wirklich kommt. So, wie unsere Wahl für die erste. Ja. Was kaputt? Ja. Nein. Wieder die Gewalt. So, also. Die erste Kreation ist, dass die Merkel-Raute und der Bachelor die Helga ausgesetzt haben. Also nicht mehr, schon nur ihre Raute, okay. Ich habe mich das selbstständig. Ist das die da? Kennt ihr den Film Idle Hands? Ja, man sieht das übrigens, der Horst hat auch einen Unterschied. Die zweite Theorie hinter dieser Helga-Story ist, dass betrunkene Affen und Streber sie ausgesetzt haben. Oh, sehr schön. Ja, das kommt bei so. Welche Szene beschreiben? Und mein Favorit kommt zuletzt. Wiki und genmanipulierte Kampfhummel haben die Helga ausgesetzt. Kampfhummel kenne ich auch schon. Kampfhummel kennst du und das ist inzwischen auch der Firmenname, also wir haben extra für die deutsche Version. Das war eine Frage von mir. Wie sind wir auf das gekommen? Ich habe mit dem Dings gesehen. Wir sind auf Kampfhummel GmbH oder Kampfhummel AG. Kampfhummel Spiele GmbH ist es. Tatsächlich wegen der Karte wirklich. Also Okay. die habe ich irgendwie natürlich mit ein paar Bier mal aus Blödsinn getextet. Und ich finde sie irgendwie geil. Ich finde einfach das Bild von einem Kampfhummel irgendwie gefällt mir. Und dann ist natürlich... Kampfhummel. Und dann ist natürlich noch so ein bisschen kleine Seite für eine Spiele, Pegasus Spieleverlag. Auch ein flügendes Tierchen. Wir haben auch ein flügendes Tierchen. Und Kinderbetreffs als Firmenname kommt halt scheiße. Komm nicht so gut. Hinterschnauz. Okay. Hinterschnauz Spiele GmbH kommt auch nicht so gut. Ja, können Gaskammer spielen? Ja, Auschwitz Spiele. Nein. Nein, nicht so Die Merkel-Raute war natürlich auch noch optimal gewesen. Auf jeden Das Fall, Logo wäre so gut gewesen. Ja. genmanipulierte Kampfhummel, der hat gewonnen. Sehr schön, ich habe Punkt. Und mit dem... Ja. Sehr gut, sehr gut. Hast du jetzt mitbekommen, dass sie auch in der Gamescom war, das Motiv? Ja. Nein, Sie tatsächlich. ist mit der Merkel-Raute vom Virtual Reality Stand gestanden. Sehr geil. Und sie hat den Landwirtschaftssimulator gespielt, wie so eine echte Deutsche. Ja, genau. Ich stelle mir jetzt einfach nur vor, wenn du in der Virtual Reality bist und du fährst über die mega Welt, kommst aus dieser Welt raus und siehst Merkel vor dir. Entschuldigung, das ist ein Schlag! Das ist ein Mordanfahrschlag, weil es Schlaganfall vorschlagen hoch 3. Dann mal, nächste Ulle, du bist dran. Ja. Blablabla musste in der letzten Folge des Dschungelcamps Blablabla bespeisen. Bei der Dwergfresse. Ja, essen und gegessen werden. Ja, das. Ja. Jam, jam, jam. Ja. Es war dezent Grummel. Wir haben ein bisschen Personen auf der Hand. Ja, mehr Ruhe zu. Muss ich den Trump unternehmen oder dann Welpen haben jetzt Wurmloch gegessen. Okay. What the fuck? Nicht eher umgekehrt. Ich habe noch nie das Wurmloch Schon schon so gehört. hergelegt worden. Der Vladimir Putin hat Gammelfleisch gegessen. Das hat seine very starke Kraft. Ja, die rotischen Bötteli. Gollum hat Vorhut gegessen. Oh, nasty. Ich glaube, dass der Vladimir Putin sowieso als Russ, wenn er 110 Magen hat, macht ihm das Gammelfleisch nichts aus. Wahrscheinlich nicht. Ja, man gehört Gammelfleisch. Ja, Mehr. das ist Nein. Also, ja. Wir zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert. Wer hat vielleicht Gaskammer? das ist okay. Gegangen. Also. Stopp, jetzt geht's fast. Ja, AIDS wird zur Flüchtlings... Ja. Es schreiben werden mit süßen Gartenzwergen. Oh. Und was mir aber ganz klar am besten gefällt, ist der Totenstern. Das ist recht geil. Irgendwie ziehst du alle
Star Wars Karte da, hä? Natürlich, Und weiter das ist die Macht der Karten. Aber man muss sich jetzt einfach mal vorstellen, es gibt ja eine Petition zum Bau vom Todesstern. Okay, echt jetzt? Echt Ich bin jetzt? am Schluss, das kann man sagen. Ja, Ja. geil. Aber dennoch, ich stelle mir jetzt auch gerade vor, irgendwie Bundesrepublik Deutschland baut den Todesstern und nutzt den als Flüchtlingsunterkunft. Ja. Es wäre der Merkel zuzutrauen. Und dann hat es auch Skills für die Karte. Im Container von der Abtreibungsklinik wurden gefunden. So viele Aktionen. Hey, Ich war aber gut, gell? irgendwie. Wieso passiert das noch nie? Nein, wir haben die ganze Zeit. Ah, gut, okay, das beruhigt mich. Kommt nicht mal Karte. Ja, ich habe gedacht, vielleicht ist einfach die Gruppe für eine Welt und dort einfach lieber einen Boden. Nein, Groot will einfach auch ein bisschen Bier haben, weil es geht zu lang, bis es raufwächst. Das ist aber zu klein. Boah! Boah! Das ist gleich. Also, wir haben einmal im Container von der Abtreibungsklinik wurden die Zeugen Jehovas gefunden. Gute Nacht. Sehr Ja. gute Nacht. Ich finde jetzt auch, die werden jetzt nicht so schlecht aufkommen. Denn was eigentlich auch halbwegs realistisch ist, Oh. ist das Herz von einem Kleinkind. Oh. No. Hätte es das nicht sogar schon mal gegeben? Also nicht das Herz, aber vielleicht irgendwas anderes hätte man schon mal gefunden in denen. Und Gut, was irgendwie noch keinen Sinn macht, aber irgendwie komisch war, sind tote Eltern. Ja, Das- das ist das aber macht- wenn bei der Abtreibung einfach Moment. die Frau nicht gestorben ist, dann sind sie Nein, sozusagen die Toten. Ist denn Das macht durchaus Sinn. Irgendwie muss auch Chucky geboren worden sein, oder? Stimmt. Oder Jason, oder... Ja, und ich sag's mal so. Ich glaube, wenn man dann die Abtreibung... Also du kannst ja sagen, dass es deine Karte ist und du gerne willst gewinnen. So fest willst du das gerade verteidigen. Nein, ich finde das Herz von einem Kleinkind sehr gut. Ich finde das einfach Aber er passt nicht. ein Container. Was? Ist das die nicht? Was? Hast du da erfunden? Weiss nicht. Nein, ich glaube nicht. Aber ich wüsste jetzt gar nicht von... Also der ist... Wie viele Liste oder Geschichte hat man heute irgendwo? Ich war schon pilot. Oh. Nein, von mir sind nur die netten Karten. Also von mir sind Schmetterling, Räubli und... Und der dritte Weltkrieg. Also, und Einwürmer. Genau das will ich auch noch. Frage ist- Pupsende. irgendwas wird der dritte Weltkrieg auslösen. Eine schöne Antwort. Ja, die korrekte Antwort. Tut mir leid. Das ist Kim Jong-un. Oder der Trump. Besser. Also Putin ist ja schon durch. Der Erdogan nennt das auch noch. So, wir haben den ersten Auslöser für den dritten Weltkrieg. Fake News. Das ist schon sehr realistisch. Ja, das ist recht gut. Ein weiterer Auslöser könnte sein unsere Willkommenskultur. Okay. Oh. Wow, sie sind beide recht cool. Ja, aber der dritte Auslöser. Hundebauch oder was? Lesben! Why? Ein Tattoo hat ja schon mal fast einen Krieg ausgelöst, von dem her. Oh. Ist ja immer Fake, weißt du? Ja. Egal, es ist Fake News! Fake Lesben, Fake News, aber ich bin für die Lesben. Lesbos for the win. Schön. Wie viele sind jetzt eigentlich beim... Wir sind momentan auf 13.800. Wow! Das ist etwa 65%. Nice. Haben noch 18 Tage Zeit. Und Ja. müssen auf 20 raufkommen. Spendet mir nicht das. Wir sind so Woche nicht warmes gehabt. Aber ich hatte vorher geschaut, jetzt sind es nur 12 gewesen. Schon? Ja? Da ist immer noch 13. Also, aber gespannt. Ah, Aber du ich hast schon habe da draufgeschraubt. Also es ist, also wir haben 233, das ist... Ja, und Tatsache für Ja, ich bin gerade nicht ein... Also Ich habe vorher noch geschaut, aber wie viele sind es? Sind wir auf 12'000 gewesen. okay. Ja, geil. Auch gut. Das heisst, es hat jemand gespendet.
Oder aufgeschraubt. Aufgeschraubt. Aber ja, eigentlich, die Frage ist, ob wir das auch anschauen als... Ja, sonst wären jetzt alle die schon gespendet haben, Stimmt, ausgeschlossen. komm, es ist nachher. Okay. Ich sage, du ziehst mal eine. Also nicht, dass du musst machen, wir tun dann nachher irgendwie schnell das Leerfläschchen drehen oder so. Ja. So, deutsche Flagge auf die Stirn malen. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich bin nicht dran. Hast du irgendein Leerfläschchen? Ich hätte eine bessere Variante. Immer Mach schon. bitte die neue Flagge, gar nicht die alte. Das findest du geil, ja, ja? gut. Kein Reichsstadt drüber. Und zwar mache ich jetzt auf einen von denen. Aha, du Schwarze willst Strichhölzer ziehen. Sozusagen. Ist das wasserfest? Offenbar nicht. Ich habe es immer mal verstanden. Mir ist nicht markiert. Aber man merkt es ihnen auf jeden Fall. Es ist ein Stift im Wasserfest. Es ist schon immer ein wasserfester Stift in meiner Tasche. Und heute habe ich ausnahmsweise mal keine drin. Also er ist über Nacht Wasserlöffel gekommen. Also, geh mal raus. Ja, schon gut. Weißt du? Warte, hinten haben wir irgendwo... Da wollte ich jetzt wunderschön fahren. Aha. Was das jetzt so selber machen? Ich glaube, das ist Ich glaube es auch. Das denke ich auch, wer kann gut wohnen. Grafikerin. Wer weiß, wie die deutsche Flagge wirklich aussieht? Schwarz Mach und einfach Gold. das. Nein, ich glaube, das Rot, Ah, ja. dann so weiß und dann so ein schwarzes Ding. Genau. Es ist doch so ein rotes Ding, das weißes Kreuz. Oh nein. Es wird violett, pink und orange. Eigentlich wäre es schon schöner, aber wir können sie einfach umfärben. Nein, das bringen wir her. Ah, rot haben wir gar nicht. Wir müssen es tatsächlich pink haben. Ja, es ist eher ein Das müssen wir bisschen... noch mal kaufen. Ja, es ist rotisch. Das verglitzert jetzt. Es glitzert sogar. Also, das Ding Nur die Hülle. Oh. Ja, aber ein bisschen... Aber nicht Belgien mal aussehen, ja. Also schon schwarz und gelb, oder? Gold. Schwarz-Rot-Gold. Ja, Entschuldigung. Komisch. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied, weil Gelb kann jeder sein, das kann jedes Wespen sein, aber Gold nicht. Kanton. Also ja, das ist ganz klar rot. Ja. Schwarzer Rosa-Gut, so wie JBO. Ja, das ist es ein bisschen. JBO German Flag. Jetzt gehen wir an die Grenze. Jawohl. Größter Fusionsbild gedrängt worden. Ja, die nächste Frage ist dann, was denn hat Deutschland heute gespielt? Also, Haben sie gewonnen? nein, Haben die gewonnen, nicht sie waren rot. Weltmeister. Das ist gar nicht rot. Ja. So. Wunderbar. So. Ja gut, es sieht relativ rot Geil. aus, im Kontrast mit dem Ja. Man kann es gut einfach tätowieren eigentlich. Ja, also Ja, eigentlich unbedingt. wunderbar, ja. Kann man das ausmalen? Extra, die muss so eine Wahrheit noch Zahlen tätowieren. Das ist eigentlich schon echt geil, ja. Ja. So, also, deutsche Flagge auf die Stirn ist schon mal durch, eins von der harmlosesten gleich. Ja. Zum Glück. Ich kenne auch noch. Wer ist da gewesen? Ich bin gerade völlig aus dem Konzept. Oh, Dritte Weltkrieg haben wir gehabt als letztes das war von mir. Gewesen. Ja. Oh. Nein, ich habe ja die Lesben ausgebreitet. Stimmt. Stimmt. Auf dem Campingplatz darfst du Klapperblatt nicht fehlen. Ja. Ist zwar realistisch, aber Meins hoffentlich nicht. Das ist echt gut. Okay, nicht fehlen auf dem Campingplatz da. Daniela Katzenberger. Eine sehr beliebte Sportart, die auch ein bisschen missverstanden worden ist Wattboarding.
Im Heidi-Film gibt es den Zombie-Boarding, was das wollte nicht. Okay, sehr schön. Und was definitiv nicht der Fall auf einem Campingplatz ist Strohgeräusch, wo... Weißt du, was er das Klo gewechselt hat? Da gibt es einen Film, ist Wissen in Millers oder irgend so etwas, dass er so einen Campingausflug machen und er hat noch nie so eine Chemietoilette gewechselt. Und dann kommen irgendwie so die Anweisungen so, ja du musst das und jenes und sowieso und dann werden da x Schläuche angehängt und ach, herrlich. Am gerade der Strohgeräusch. Ja. Sehr anständig. Der meistgesuchte Begriff auf Pornhub lautet... Also, der meistgesuchte Begriff auf Pornhub lautet... Vollgeschissene Wille. Finde ich sehr erotisch. Da gibt es doch den einen YouTuber, der mal Windeln genommen hat mit Jockey drin. Und dann hat einfach vorher ist eine Frau gelaufen, hat dann die Windel mit der Jockey drin in den Mischkübel gehabt und er als Fake-Obdachloser kommt an, macht sie auf und fängt es an auslecken. Den habe ich stylisch gefunden als Prank, den habe ich richtig stylisch gefunden. Lepra wird auch sehr, sehr oft gesucht. Und Godwins wird auch natürlich. Bei Lepra muss ich jetzt einfach sagen, die Lustrate ist sehr hoch. Ja. Bis er Vor allem abgehört. beim Petting. Ich komme für die vollgeschissenen Windeln. Ich sehe es. Die sind wirklich gut. Ja. Also, im Berliner Admiralspalast wird heute das Musical aufgeführt. Gibt's mit 8 Wasser? Oh, das wäre gut sein. Nicht? Okay. Also, im Berliner Admiralspalast wird heute den Schwanz im Reißverschluss einklemmen, das Musical. Und auf Arte übertragen. Ich glaube, das würde ich schauen. In schwarz-weiß. Ich glaube, es ist sehr schmerzhaft, die Geschichten am Ich Musical. denke vor allem, wenn es so in Schwarz-Weiß und Stummfilm, dann ist so. Also, Musical als Stummfilm ist aber irgendwie relativ. Ja! Du, das hat doch interessant so. Dumm, die dumm, du, die dumm. Und dann kommt so. Dumm, die dumm, du, dim. Dann kommt die Szene dazu und das Ding so. Die dumm, dumm. Die dumm. Wie fühlt ihr dich? Das zweite. Im- Außer Sachen mehr Lichter. Im Berliner Admiralspalast wird heute Genozid, das Musical, aufgeführt. Da ist ganz böse. Was ist der Admiralspalast? Was sonst? Oder es wird Reichstag, das Musical, aufgeführt. langweilig. Jo, das war so Oh. 60 Jahre Kriegsende. Ja. Ich muss sagen, das ist sehr lustig. Den Schwanz im Reißverschluss einklemmen. Kann man das wirklich vorstellen. Das erinnert mich immer an harte Jungs. Wer den Film noch kennt. Das ist, die Idee hinter dem Film ist, dass man die Hauptperson wacht am Morgen auf und sein Schwanz fängt an mit dem Reden. Ach, dafür. Die ganze Zeit eben so, schau dir die an, oh, da und das und jenes. Und dann sagt eben so, ja, halt deine Schnauze und so. Und dann ist der erste Morgen daheim und dann so kommt seine Kollegin und kommt so den Schüler abholen wieder und der erste, sie kommt rein, und dann hört einfach von unten da so die Stimme vom Schwanz so. Okay. Der Clou am Ganzen ist, sie fahren zu einem Tierarzt, um das zu beheben. Okay. Der Bodenspflege. Im Drogenrausch halluziniere ich immer wie auf reitet. Jetzt kommen wieder die ganz bösen Geschichten. Schön. Also Putin und Bär haben wir glaube ich alle schon gehabt. Also ich habe den Putin noch nicht gekannt. Bin nur Nein, Scheiß. aber Putin ist schon gesehen und Berliner Ja, ja. Bär auch. Ja. Also. Das Passendste ist schon mal weg. Das wäre aber... Sally Erzengeli!
Wir haben Zuschauer. Wow. Ja, wir haben Zuschauer. Ui. Hallo Zuschauer. Aber es ist noch nicht im Chat gelaufen, das ist jetzt so. Ich möchte mich noch nicht grüßen. Ich schaue diesmal nicht zu. Nein. Ich hoffe es nicht. Also wenn, dann würde sie wahrscheinlich jetzt verleugnen, dass sie es Mami ist. Das ist doch der Beste gewesen, Ja. der mich zugestellt hat. Ja. Im Spital vertauscht die Babys vielleicht noch. Mal irgendeine Lösung. Wie viel fehlt ein? Ja, Erst 2. irgendwas Scheiße. Wie denn bewachsen? Ich muss aber aussetzen. Okay. Ja, 4 2 2. Okay. Also, wir haben. Im Drogenrausch habe ich letztens halluziniert, wie der Franz Becken. Im Drogenrausch habe ich das letzte gesehen, bei uns in Basel in der Straßburger Allee, wie der Franz Beckenbauer offenbar Völzer vorbeigeritten ist. Verfolgt worden ist der Franz Beckenbauer hier dabei von Schrödingers Katz, die Wodka-Brause geritten ist. Okay. Wahnsinn. Beckenbauer, ganz klar Beckenbauer. Ja. Oh mein Gott. Schönes Bild. Ja, Nicht. doch, das ist... Das erinnert mich das letzte Mal mit dem Kampf gegen das Bünzlitum mit der Spassmann. Die gehen mir seitdem auch noch aus dem Kopf. Das ist Spaß mit dem Kopf. Ich bin immer zum Doktor. Nein, der Punkt ist, ich habe die Karte Spassmann nicht kennt. Und sie hat gesagt, google es. Ich habe es gegoogelt und seitdem weiss ich, was das ist. Doch schon etwas gelernt. Das ist ein sehr lehrreiches Spiel. Ja. Wir haben unter anderem auch, was es beim nächsten Spiel eben doppelte Dreierpunkte gibt, nämlich, was gibt es bei dem? Also, Oh, ganz klar. Ich komme da vor, wo wir mit dem Mathe-Junkie sind. mit die Hände kriegen. Ja, gerne. Also, doppelte Dreierpunkte bei Rewe gibt es für Hirntumor. Brauche eigentlich jetzt Das nicht. ist sehr nett. Außergebung ist Crystal Map. Für jeden haben wir es. Ja. Ja, aber was sehr viel Sinn macht, weil gerade jetzt bei der Weihnachtszeit kommt und so, wird man etwas zu essen. Und ich glaube, dass ich ausgemusterte Versuche sind etwas sehr Gutes. Oh, Dann hören die. Die sind von mir. Oder? Ich finde das übrigens. Was sind das denn? Das sind die ganzen vollgeschminkten Katzen von Peter. Ja, so in etwa. Ich bin ja gar geschminkt für sich an dir, wo man weiss, dass die einfach scheiße aussehen mit Schminken. Stimme ich dir zu. Ich habe es mit unserem Hamster probiert, der hat scheiße ausgesehen. Vor allem hat er den Lippenstift immer wieder fressen. Schon wieder in meinem Müsli. Ah, da hätte ich gedacht, übrigens gemustert, das ist dir auch recht gut. So eine kleine Laborratte, die Müsli beschreibt. Das ist das Schwimmen. Oh Gott, das sind das toll. Passen wir. Die da! Ich schon wieder Gleitmittel in meinem Müsli. Flutscht es besser? Ich schon wieder Menstruationsblut in meinem Müsli. Das hat sie mal auf gutefrage.net gegeben. Was, wie kommt das Menstruationsblut in Nein, das ist eine gesehen, die ist Fan gewesen von einer gewissen Vampirsaga mit Glitzervampirli. Und die hat gefunden, dass sie sich selber auch ein und sie würde ihren Freund auch zu einem machen. Und seitdem tut sie ihr Menstruationsblut sammeln und ihm immer so ein bisschen im Kühlschrank sammeln und immer ein bisschen unter das Essen mischen und so. Von dem her ist es schon sehr realistisch. Doch. Das ist fast bei 60 Kilo Hackfleisch-Niveau. Ja, Currywurst und Pommes. Aber beim Hackfleisch wird nicht geschadet. Currywurst und Pommes mit Müsli schmeckt lecker. Ja, nein, ich bin da Menstruationsblut in Müsli. Ja, das passiert mir auch immer wieder. Es ist wirklich, ich weiss nicht, wie das heißt. Just Girl Problems. Ja, gut. Da fragt man sich dann, wie spritzt Menstruation? Ist das noch passieren? so wie eine 80er-Jahres-Blätter.
Ich sag da jetzt nur Breakdance, Rasenmäher. Ja, nein. Das geht so nicht. Next one. Ich verlange, dass die Weltherrschaft übernimmt. Scheiße, ich kann nicht verpasst. Ja, war von aussetzen, ja. Nein. Das ist gut, ich kann es nicht anfassen. Ich habe es gefunden, aber halbwegs passt. Jetzt hat sie etwas verdammt richtig gepasst. Also ich verlange, dass Milf die Weltherrschaft übernimmt. Da bin ich auch dafür. Schaut lieber nicht noch zu. Ich denke schon, dass sie zulügt. Ist sie noch deine Freundin? Wir haben, also, das muss ich sagen, wir haben eine offene Beziehung. Und zwar seit 10 Jahren. Es funktioniert. Milfst du jetzt gehört? Ja, dann verlange ich, dass Glühwürmer die Weltherrschaft übernehmen. Oh, ist das süß. aber das sind ja besonders selber noch nicht gehört. Ja. Also, wenigstens Sicher heller als der Trump. Das ist nicht schwer. Ein Darkroom ist heller als der Trump. Wohl. Und dann haben wir ja die menschenfressende fliegende Riesenhamster. Wer ist auf diese Karte gekommen? Das ist aus der South Park-Folge. Ernsthaft? Ja. Ich habe eine South Park-Folge verpasst, die sicher gefallen hat. Die Muster geben. Also es ist sogar ein Zweiteiler, weil es ist irgendwie die Geschichte, dass die Panflötenspieler, die in anderen Städten sind eigentlich in keinem Orden und die müssen spielen, damit die bösen Riesenhamster nicht Menschen fressen. Dann irgendwann werden die alle verhaftet und durch das übernehmen eben die Riesenhamster. Das sind dann irgendwie, die haben noch herzliche Kostüme und irgendwie fliegen so durch die Gegend und fressen einfach alles. Das ist schon cool geil. Okay. Gut. Ja, Bildungslücke. Definitiv. Ja, dann nehmen wir doch Milf. Sehr schön. Solange es nicht Danger ist. Hat Angel überhaupt Kinder? Also verheiratet ist sie nicht. Ich Ja, weiss aber schon mal. auch nicht, wie jemals jemand hat mit ihr Das- den Akt vollziehen. Ist nicht das ganze deutsche Volk hier das Kind? Gut, sie heisst immer Timothy. Also. Ja, das stimmt. Gewisse Leute werden da schon ihre Fantasie haben, wo der Spitzname aufgekommen ist. Also es gibt Parodie von Mutti. Also von Mutzi oder von Angie? Ja, Angie natürlich. Es gibt das, wo als Satellit am Afrika-Strand. Was? Ja, ich denke dann immer noch an Michael Mittermeier, wo... Nein, das war nicht Mittermeier. Barlow, war das Warcraft-Logo, das man gefunden hat. Die eine Klasse... Kennt ihr World of Warcraft? Ja, nicht gespielt habe, ja. Okay, die eine Klasse kann sich in so eine Eule verwandeln. Ruide. Reading, richtig. Und hat Barlow gefunden. Die Form sieht aus wie ein Hirsch, der eine Feldwald Wieseneule gevögelt hat. Und das ist der einzige Moment, wo die Gedanken von Angela Merkel im Baywatch war dazu, sexuelle Grundbedürfnisse von Mann erhöht statt zu senken. Das ist Barlow. Okay. Für alle, die noch Classic WoW gespielt haben, Barlow. Mensch, Oh. Aber wenn wir gerade bei Feldwald Wieseneule und Angela Merkel im Weltbikini und sexuelle Grundbedürfnisse sind, würde ich sagen, ich stand auf Pornos mit und Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das kommt gut. Jetzt bin ich gespannt. Nein, wir machen es so. Spielt es eine Rolle, was oben rum ist? Ja, es tönt schön. Du wirst im Klang. Okay. Du wirst es wissen, wenn es ist. Okay. Das ist böses gelernt. Nein, das ist nicht. Aha. Wir sind doch nicht böse. Nein. Gaskammer ist nur Illusion. Sag jetzt du. Ich weiß. Ich bin überrascht. So, ich stehe auf Pornos mit Lobotomie und Blümchensex. Ja. Lobotomie finde ich sehr erotisch. Sind wir nicht immer ein Sucker Punch? Ja, das schon. Du musst Ich bin jetzt tatsächlich auch gerade gewesen, aber... Ich stehe auf Pornos mit Menschenopfern und Sexsklaven. Also kurz jeder beliebige 70er Jahre Kannibalenfilm.
Ich stehe auf Pornos mit Franz Simon Almsig und Matti Gel. Matt Eagle. Du kannst Matt Eagle nicht sehen, ein Neugründungslück. Weißt du, was ein Match-Igel ist? Das sind quasi 60 Kilo Hack. Aber Voll von einem Igel. nein, kannst du Matt Eagle tatsächlich nicht? Nein, ich kenne sie schon. Ich habe jetzt nur gerade, in dem Moment bin ich gerade bei der Franziska und Almsig noch gewesen und habe noch an Gel gedacht. Und Ah, okay. Warum? Nein, sag's nicht. Bogni. Ich. Und das Hockey da weg. Nicht auf einen Matt Eagle. Keine Angst, wir haben das Casting so von vorher abdeckt. Ah. Ja. Okay. Ich nehme Matt Eagle. Okay. Ach, will ich mal schon. Ja, dann hast du irgendwie jetzt neu liegen, nicht? Der ist alt, der ist aus den 70ern. Du musst ihn jetzt klar veropfern. Ja, die ausgemustert. Ja, also irgendwann ist ja kein Platz Du weißt, mehr. irgendwann sind die Sklaven nicht mehr Jungfrau. Was machst du denn mit ihnen, wenn ich opfere? So nein. Okay! Ah! Okay, gut. Ja. Yeah. Der kommt der Druck das durch, du weißt nicht. Du weißt Stammzellenforschung, nicht vielleicht. Bla 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 ist ein Wunder der deutschen Ingenieurskunst. Lecker nicht von Zweiten Weltkrieg, bitte. Das kommt nicht gut. Oh, das kann man auch. Oh! Wieso? Das ist wirklich ein Wunder. Hey! Schau, jetzt hast du geklappt nachher. Okay. Das Wunder von deutscher Ingenieurskunst sieht Pädophilie. Nö. Wirklich ein grosses Wunder von Ingenieurskunst, leider nicht von Deutschen, ist Isengard. Also definitiv ein Wunder ist für deutsche Ingenieurskunst, wie das funktioniert hat, dass es gehabt hat und dass sich das über die lange Zeit immer nicht mehr durchsetzen kann, seit Bokumilos. Oh, nein, das wäre doch eigentlich etwas für dich. So, er hat doch schon einen, einfach auf der falschen Er Seite. hat schon Zöpfchen gehabt, ist gut. Das ist wahr. Wir haben nach der Fantasy genötigt, Okay. so zwei Heidi-Zöpfchen zu tragen. Und welche. Bokumilos. Fokumilas. Ich müsste ein bisschen arbeiten. Ich esse Spätzle besonders gerne mit und Spätzle. Spätzle. Immer fertig ist lustig. Das obere ist der erste. Das untere. Das untere. Also, ich tue meine Spätzle sehr gerne mit Hämorrhoiden und zahnhaftem Masturbieren essen. Das ist schon Ich schwer. stelle mir das irgendwie noch schwierig vor, Ja. ja. Aber wie nice funktioniert, wenn man auf dem WC hockt und der da so. Nein, das will ich nicht ausführen. Nee, also du kannst schon mal ausprobieren. Ich will einfach nicht zu. Sehr gerne, wenn sie auch mit Chuck Norris oder 3 Fragezeichen essen. Also ich nehme nicht an, dass sie in den Spätzle sind. Ja, so essen und gleichzeitig etwas hören und schauen wird schwierig. Oh, sehr schön, oh, sehr schön. Sehr gerne auch tue ich meine Spätzle mit einem Club Mate und einem Aluhut. Macht Sinn. Oh, ja, zahnhaft zu masturbieren und Hämorrhoiden ist schon recht Ist schwierig. genug Vorstellung. So wie Chuck Norris. Also, das hat so zwei Herzinfarkte, die Chuck Norris haben erlebt. Also, das Schmuck ist passiert und er hat überlebt. Das erinnert mich an. Er hat Herzinfarkt bekommen, der Herzinfarkt hat schon gemacht. Ja. Das ist ja wie Zweimal. ja. Mhm. Chuck Norris hat auch schon 2 Mal von endlich gezählt. Und dann rein durch den durchgesetzt. Ja.
Die haben wir auch nicht gehört. Also, von wem ist, wer ist am 2. Abstimmung? Mami schaut aus. Das Mami ist schon Ja. weit weg. Schon unterwegs kommt schon holen, es tut so, ne? So, und. Ah, sorry. Wenn sie die holen, müsstest du erst den Teig fahren, kannst du nicht mehr. Nicht? Und sind eigentlich Zwillinge und wurden bei der Geburt getrennt. Oh. Ich bin gespannt auf die Zwillingsperle jetzt. Während er jetzt noch am Mischen ist, denkt dran, auf speisertum.mannerbar.ch könnt ihr jetzt noch spenden. Und wenn ihr jetzt während der Sendung bis um 10 Uhr spendet, dann nehmen wir irgendeine Challenge aus 10 verschiedenen Challenges rausziehen. Und jemand von uns muss die Challenge erledigen. Das heisst, jetzt lohnt es sich noch zum Aufstocken, zum Spenden, zum... Ja, er hat schon in Deutschland fahren auf der Stirn. So. Hatte einmal der Per Steinbrück und der Pac-Man. Oh! Das ist ein lustiges Bild. Das ist ein bisschen eine Beleidigung für einen Pac-Man. Oder für Pierre Steinbrück, je nachdem, wie man es sieht. Ja, also, ich finde jetzt irgendwie, Pac-Man ist mir jetzt ein bisschen sympathisch. Okay, da gut. Das ist so eine runde Idee. Also rund sind es beide, aber es ist schon. Da geht irgendwie nicht so ganz auf. Der Vladimir und Vitali Klitschko und Zombies. Drillinge! Und der Super Mario und suizidale Lemminge. Hast du gewusst, dass Das ist- Disney schuld ist und dann? Und ich gerade wollte sagen, Ja, was hat der Doku so Ja. gemacht? Also Genau. ich weiss, dass es nicht wahr ist, aber nein, dass es nicht daran schuld ist, weiss ich nicht. Ich finde nicht, dass du eine Partner bist. Ja, Okay. ein Dokumentarfilm von Disney gesehen, wo Okay. einer die Lemming in den Tod gestürzt hat, auf die Klippe geworfen hat. Nett. daraus ist dann ein tolles Computerspiel Lemmings entstanden. Doch, ich finde das passend, dass Mario ab und zu einmal Sehr runtergeht. schön. Lieber da. Werfen ist eine neue olympische Sehr Disziplin. schön, sehr schön, sehr schön. Ist jetzt der für Jode gern kommen? So. Oh mein Gott, das müssen wir zu entscheiden. Also, kleine CSC Katzle werfen. Ah! Jetzt muss ich an Hintermeiner denken. Der Katzenwittler, der Katzenwittler, der Katzenwittler. Eine andere Alternative wäre, chinesische Touristen werfen ist eine neue olympische Das kannst du Disziplin. sehr gut machen. Ja, die Jungfrau jachtet, geht nächstes Tag ab. Noch ein bisschen hinter, noch ein bisschen hinter, noch ein bisschen. Und man erkennt es an ihren Plastikjäckchen, die so toll warm gehen. Und dann eine coole Bergschuhe. Dann gibt es noch Steuersünder werfen, ist die neue olympische Disziplin. Na gut. Ich weiss, ich bin ein Kind des Internets. Aber Kätzchen haben wir noch nie gewonnen. Chinesische Oh! Touristen. No! Ich habe eine Katze daheim, ich muss sie nicht noch werfen. Du kannst ja üben. Was da mega lustig ist, einfach du lernst du den Chinesen und sagst, Nom, nom, nom. Außerdem benutzen wir nur Katzen schützen vor den Chinesen. Natürlich. ja. Sonst hat man keine Katzenmemes mehr. Wobei sind Japaner, die Katzen essen und Hunde sind bei den Chinesen.
Du meinst Stapelzauber? Ja, Ja, die Appenzell ist noch was anderes, ja. Und also ich hätte... und Luzerner Schnell hat eine Kickstarter Katze. oder checken. Ah, ja, kann ich später. Oder Luzerner, das ist ein Bär mit der Katze essen. Ja, also Appenzeller, in der ja. Schweiz ist es erlaubt, Katzenessen, aber einfach irgendwie nur so Eigenzucht, Gebrauch, irgendwas. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Es gibt aber auch typisch urschweizerisches Gericht, das aus Semmelhünd gemacht wird anscheinend. Okay. Das dürfen Touristen. Aber der Beste habe ich gestern gelesen, Ist gegangen? und zwar im Jahr 1566, und zwar genau am Geburtstag von meiner Freundin, hat es in Basel eine Ufersichtung gegeben. Laut einem Flugblatt. Schön. Ja. Okay. Es sind aber gerade 3 Flugsichtungen, und zwar nur ein paar Jahre nach der Ufersichtung in Nürnberg. Also wer sich mal interessiert, Flugblatt Nürnberg, Ufersichtung, ist mega interessant, was für Theorien da drum rumgehen, ob das jetzt von der Kirchenpropaganda ist oder wirklich wahr, weil es nämlich sich sehr deckt, aber sich beziehungsweise allgemein so Sichtungen im genau 15. Jahrhundert extrem miteinander deckt. Umgeschrieben jetzt. Nein, es ist wirklich interessant. Vor allem, weil es sehr, sehr von der heutigen Uferansicht weggeht. Das ist wirklich völlig anders. Oh, Uli, du bist dran. Blablabla, 1729 Cent Münze. Ja. Ich habe gerade Platz drauf. Ja. Das sowieso. Okay. Ich glaube, du weißt, dass es auf jeden Fall rund ist. Also, das Mauerdekolleté zieht 20 Cent Münze. Sexy. Das Mauerbottlet. Nein, Mauerdekolleté. Abgeholfen. Dekolleté. 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 Das wird allerdings heutzutage auch Hip-Hop-Dekolleté genannt. Beides. Mit den 6 Wochen Klohosen. Mhm. Der Chewie nach dem Reservebesuch. Was am meisten Sinn macht, auch schon bei 1 und 2 Elements, wo die Broschüre eingeführt wurde, hat man mit den nordischen Staaten Ja. Geschlechtsteile formen. Das macht von dem her Sinn, dass auf der 20 Cent Münze auch ein Mikropenis zu sehen ist. Ja, der größere hat einfach nicht Platz drauf. Also von dem her gesehen ist das noch nicht Ist das die Mikropenis? Ja, das ist mein Mikropenis. Ja, mein Mikropenis hat gewonnen! Komm mal das Fenster zu, weil irgendwie kommen sie langsam mit der Mucki-Version da rein. Ich habe gemeint, du hast Angst, du wirst für den Nachbarn noch rausgeschmissen. Ah! Nö. Was Bier? Bier? Nein, danke. Ja, nein. Ja, nein, etwas anderes? Wasser. Was? Ja. Oder die Hydrogenmal gesehen. Die Hydrogenmal gesehen. Was für ein Ding? Die Hydrogenmal noch gesehen. Wasser. Okay. 80 Euro. Überall. Aber gut, yay! Tomorrow lernt Jetzt fliegen. bin ich mich ein bisschen besser. Mit Eis, ohne Eis? Ohne. Ohne. Kalt, warm? Weißt du, das Glas warm im Müll? Warmes Wasser mit Eis bitte. Kaltes Tür, ich hätte es nicht, aber Tee kann ich wieder machen. Oh! Ja, nicht Tee. Nö. Kommst du meinst du irgendwo? Ich weiß auch mal, dass ich irgendwie neues Crystal Meth Inhalieren. Koch-Equipment. Ja, das ist der da gewesen wahrscheinlich. Mit dem haben sie es schon geschafft, Bar anzuzünden. Okay. Ja, das ja. Ja. Kann man machen. Dankeschön. Nein, das war einfach, gewesen, weil der untere Teil hat gefehlt. Beziehungsweise ich habe nicht gewusst, wo der gelegen ist. Darauf habe ich dann halt so einen halben Messbecher genommen und der ist mir natürlich logischerweise aufgegeben. Okay. Ja. Was mit was? Ja, Ist ja. das wenig Geld? Über. Zum Wohl. So. Aha, so, du hast mein Mikropenis. Ja. Wurde verhaftet wegen Pornos auf der Festplatte.
meine Frauendusch oder Frauen? Frauentausch. Okay. Das eine. Also, Daenerys und ihre Drachen, also und ihre Drachen, das ist wichtig, sind verhaftet worden wegen Kurzschnabelschänderpaar. den Riesenlümmeln. Ich frage mich jetzt aber gerade, welche Festplatte. Okay. Der Papst ist verhaftet worden wegen Stillpornos auf seiner Festplatte. Das ist irgendwie nur realistisch. Ja, Was kann ich sagen? Das finde ich irgendwie nicht so gut. Ich finde da Daenerys, die vor Schnabelschänderpornos macht, schon recht gut. Gut, dann eher schaut noch ganz anders zu. Der sächsische Dialekt entstand, als man und besoffen in einer Waldhütte einsperrte. Ja, ich muss mal duschen. Also nehmen wir einmal. Der sächsische Dialekt entstand, als man Kasperle und extrem enge Hosen besoffen in einer Waldhütte einsperrte. Ich kann eine Hose besoffen sein. Ich denke, auf Kasperle Ich weiß besoffen nicht, sind ob in in einer... einer Hose. Warum hat der Kasper eine Hose an? Er hat eine Stimmt, Handmarsch, er hat stimmt. eine Hose an. Oder? Ja. Gut, vielleicht hat die Hose mal ausprobiert. Extrem besoffen. Und dann haben wir noch Terroristen mit riesigen fleischfressenden Pflanzen. Also die besoffenen Pflanzen finde ich übrigens auch recht lustig. Also das Fleischfressenball. Ich stelle mir einfach mal so Terroristen vor, dann frage ich mich, was für Terroristen? Sind es IRA-Terroristen oder ISIS-Terroristen? Also der Kasperle mit der Hose kann man sehr gut vorstellen. Dann nicht. Definitiv. Und Wörter. Ich habe Pflanzen gehabt. Ich hab gar nicht gehabt. No. Oh! Look. Oh. 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 Sagen Sie nur die kleinste Geige. Würde ich am liebsten mit umbringen. Oh. Jetzt kommen schon zur Mordsache. Wow, es ist gut, es ist gut. Bonus Challenge, wer weiß, woher das kommt. Dann machen wir auch noch eine Challenge. Über 2 Minuten abgezogen, was so gut füreinander abgestimmt sind. Wer ist schlecht? Also. Wer ist Schluss? Fußballmutis würde ich am liebsten mit einer dampfbetriebenen Steampunk-Sexmaschine umbringen. Ja. Umbrella Fantasien for the win. Oh ja, stimmt. Gerhard Schröder würde ich am liebsten mit Deep Trove umbringen. Das ist ein Stück. Bring mal noch eine Flasche Bier. Das Alke ist ja ein Schraben, das ist weiter. Jetzt wirst du die Frage, wer von euch kennt der Anhalter durch die Galaxis? Ja. Deep 4? Das ist etwas anderes. Ja. Aber magersüchtige Wahl sollte ich am liebsten mit Magensucht umbringen. Das ist recht lustig. Ich wähle die dampfbetriebene Steampunk-Sexmaschine. Woher kommt die Karte? Ja. Alkohol. Vor allem Steampunk. Ja, Steampunk ist natürlich ein Thema für mich. Also. Okay. Jetzt ja auch wieder an Bundesliga? Ja. Ja, genau. Schon mehr erinnern. Sie hat schon gebaut, oder? Nicht über meinen Keller erzählen. Entschuldigung. Mein Steampunk ein bisschen Keller.
hinter der verbogenen Tür. Also da war sicher etwas für eine Österreicher Version. Fritzl ist auch da drin. Okay. Also das ist ja die Schweizer Franzi muss überall. Die Fritzekunden passt überall. Außer mit da, Ja. der Papier wahrscheinlich. Oder Kampf. Stimmt. Bla 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 wird zur Ausrottung der Menschheit führen. Also wäre der Trump leider gewonnen automatisch. Oh, schön. Ist jetzt Trump? Nein, ich mache nicht. Auf, ja, es hat etwas mit Trump zu tun. Also auf die Verschwörerseite. Ich verschwöre mich noch nicht. Schon? Mhm. Es gibt ganz schlimme Verschwörungen. Also. Ja, also die Ausrottung von der Menschheit wird nicht der Aromat oder auch nicht der Maki entschieden. Oh. Das ist bestimmt nur ein Matze, oder? Ja. Magie ist ja gut. Was die Ausrottung von der Menschheit kann führen, sind Chemtrails, wo Bei uns weiss man ja. wobei das schon eingestellt wurde, aber das relativ ist gesehen. Oder das Sexleben! Wo, wenn sich wirklich Brotpflanzen wird ausgerottet. Dein Sexleben. Dein Sexleben, das ist mal schneller. Mein Sexleben? Lies es doof vor, das musst du dir vorlesen. Nein. Ich glaube, es ist dein Sexleben. Da steht dein Sexleben. Nein, das ist mein. Nochmal schon. Nein, das ist mein. Gib das Internet, da steht dir das. Nein, das ist dein Sexleben. Mein Sexleben. Denkt er so gefunden. Okay. Wer hat ein Sexleben? Immer der, der ganz still ist. Ja. Dann ist eine Zeit der Genießer. Oh, Gentleman ein Genießer. Dreier. Ein Dreier? So Fragen genießen und schmeckt. Wenn man und kreuzt, erhält man. Dreier sind noch tricky. Oh, mega toll. Das ist jetzt eine sehr schöne Aussage gewesen, ja. Das ist so Das tricky. ist immer tricky, ja. Verdammt. Ja. Mega toll, dass die Karten sind. Ich bin gespannt, wer jetzt wird. Wer wird. Also, es ist folgendermaßen. Wenn wir Honda 6 mit meinen Genitalien, also meinen Genitalien kürzt, dann kann man pädophile Bären. Das ist eine komische Frage. Ja, Honda 6 halt. Hallo Polizei. Ich weiss, wie ich es letztes Mal schon erzählt habe, aber wie ist der Panda 6 zustande gekommen? Ja, Sag es nicht Alkohol. Nein, Du hast eine Brotpflanze Nein. oder Tiger. das hat irgendwie, ich weiß nicht, wer so dass es war, aber ich hatte ein Problem gehabt, dass Erik Hondas sich nicht fortgepflanzt hat. Und er hat tatsächlich Panda-Porn gedreht und hat diesen Panda-Porn gezeigt, damit Pandas wieder Panda-Sex sind. Und das ist an die Anlehnung, also das ist eine True Story. Okay. Das ist eine Anlehnung an die Geschichte. Ich darf mir jetzt nicht bildlich vorstellen, wie der Panda-Porno ausgesehen hat, oder? Schwarz-Weiß. Also es ist nicht ein Milf-Panda-Porn gewesen, nicht irgendwie Folterkeller-Panda-Porn. Es ist klassischer Kuschelsex-Panda-Porn. Also nach dem Motto, warum liegt Ja. hier Stroh, oder? Also ich kann es auch nicht. Also warum liegt hier Also Bambus? Aber du musst nur Chromaske haben. wenn man Darkroom und Massengrad kreuzt, bekommt man die Schlange von der Münchner Edeldiskurve. Ja. Ja, machen wir mal. Susi-Zombies. Wenn man Cyankali mit Selbstmord reinkreuzt, dann kann man Selbstkastellung über. Was für ein Ding? Selbstkastellung. Wenn du dich selber schlägst. Das ist so Also. die religiöse Fanatiker, die sich Selbstgeißelung. Dings da, der Blondie von Albino von Da Vinci Code, genau. Genau. Mit dem Brustgürtel. Also auch wenn es natürlich überhaupt nicht wahr ist, aber auch für die Pädophile wäre. Panda 6 muss eigentlich gewinnen. Das ist so eine Grundregel.
Einfach nur weil es Panda-Sex ist. Ja. Ja, Hey, hallo! es sind Pandas, sie sind nicht schwarz Eben. und weiß, das muss einfach, das gewinnt immer. Sonderangebot. Kauf und erhalte umsonst dazu. Schon wieder Dreier? Ah nein. Der passt auf dich. So, also wir hatten einmal. Das ist so. Kauft Horst Seehofer und erhalte Hooligans umsonst dazu. Ja. Das Sonderangebot. Kauf Spreewaldgurken und erhalte Selbstjustiz umsonst dazu. Die Spreewaldgurke mit der Selbstjustiz ist einfach schon. Ist sehr schön. Ja, da find ich sehr poetisch. Sonderangebot. Kauf meine Seele und erhalte die Pforte zur Hölle umsonst dazu. Oh, der ist aber richtig Das ist schön. sehr gut. Der Das ist ist sehr richtig gut. schön. Da definitiv wohnen. Wer hat da? Missy Gurke, so. Spreewaldgurken, die sind natürlich alle genau. Ich finde das einfach so schön luziferisch und. Es ist gut, es ist gut. Der will Es ist schaffen. Ah. Also. Zu meiner Nürnberger Röstbratwurst liebe ich. Nicht wie ein südfalsches Essen. Nein, keine Katze. Ich meine süße Kätzchen. Die sind schon weg. Wobei, Katzenfleisch ist gar nicht so schnell. Also, zu meiner Nürnberger Rostbratwurst liebe ich einen blinkenden Umschnall-Dildo. Ja, ja, Blinky will, er macht immer was soll. Ja, What the fuck? das ist eine Kinderserie, die wahrscheinlich keiner kennt. Blinky Bill? Nein. Nein. Wie alt seid ihr denn? Ich bin ungefähr so kurz. Okay, Das ist ja alt genug. okay. Oh. Zu meiner Nürnberger Rostbratwurst liebe ich die Hoden eines Kampfterriers. Oh, sexy. Mm. Ich hätte jetzt eher Ochsenhoden genommen, aber wie geht's auch? Ein Wahrscheinlich. langweiliger Standard. Ja. Oder natürlich zur Rostbratwurst liebe ich Sekundenkleber. Ja, ist aromatisch. Schau mal ein bisschen giftig. Wir können nicht mehr als erstes. Sagt mir, es hat mir noch nie etwas Gegenteil gesagt. Ja. Sagt. Sind alle gut? Es haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ja. Aber ich sag mal, im Zweifelsfalle nimmt man einen Dildo. Finde ich eben. Das ist auch wieder so eine Aussage, wo man Im Umstand ohne Kontext ich könnte mich missverstehen. es ist ein Kapitalspiel, aber nur des Öfteren passieren. Das habe ich auch schon festgestellt. Wunderbar. Darum sollte man es nicht im öffentlichen Bereich spielen. Ist Oder recht. aber Also, du meinst eben erst recht im Ja, öffentlichen nein, Bereich. ist recht. Das muss bleibt. Ich denke, es wäre so ein typisches Spiel, wo man einfach mal so in einem richtigen edlen Restaurant so so Safran-Zunft oder so zum Beispiel. Es wäre aber einfach mal geil, so im Anzug und Abendkleid irgendwo schicken Ja. und dann fährst du anzogen. Fast auch so etwas zu. So. Ja. Das, So irgendwie die deutsche Flasche Wein von der Karte, die und dann. jetzt von vorstellen, wenn man dann wirklich so eine teure Flasche nimmt, wirft man einen raus. Das kann man rausfinden. Es weiß es so richtig. Es weiß richtig. Fast ein bisschen wert. Ja, Vielleicht weißt du, kannst du was mal man ein Röhrlis-Kasten Also, in neue S-Klasse von Mercedes ist blablabla integriert. Das wäre doch gut gewesen. Nein. Ich kann nachschauen. Ja, wenn sie so gut so.
Mercedes ist ein deutsches Auto, gell? Ja. Gut. Natürlich, ist Spießer, Ja. keine Lagersicht oder so. Ja gut, die Frage ist, Ist Trabi drin? Oh, oder? Ja, bestimmt. also der Trabi nicht drin, aber was nicht ist. Nein. Der Abgasskandal ist sicherlich auch drin. Nein. Nicht? Haben die tote Oma denn? Nein, mit toten Eltern. Weißt du, was tote Oma ist? Nein. Das ist ein Fleischgericht. Was? Aus dem Norden. Was, tote Oma? Das heisst tote Oh, nein. Oma. Kaiserschmarrn? Ja. Aber das ist mehr Österreich, oder? Nein. Nicht? Nein. Da wollte ich nichts Nein, sagen. tote Oma, da bin ich fast gestorben und das erste Mal gehört. Ja, aber gut zu wissen. Allenfalls für eine mögliche Erweiterung mal rein. Okay. Oder für ein Firmenessen. Das wäre natürlich auch schön, ja. So eine Menükarte, tote Oma. Batmans Eltern. Ja. Ja. Aber bei neuen S-Klasse von Mercedes ist ein Maulkorb drin. Und ein Druckskompensator. Nein, das passt nicht in den Mercedes. Was definitiv drin ist, das heisst Opel geklaut, ist der Mercedes Blitzkrieg. Okay. Und gehört der Blitzkrieg. Ja. Der Blitzkrieg ist integriert. Autsch. Ja, aber das brauchst du nicht die Autobahn. Ja. Das ist, also, bei den heutigen Autofahrern schon. Ich denke schon als Velofahrer teilweise so. Gut, Velofahrer sind Nein, das ist das Lustigste. Als Fußgänger denke ich immer bei den Velofahrern. das ist ja so Anschlag. Nein, Und als Autofahrer genau gleich. der Punkt ist der, dass ich mir überlege, und das ist jetzt wirklich so ein bisschen ein Statement an unsere Grünen. Wir investieren Millionen in Veloweg, in dies, in jenes, damit wirklich so sehr viele Velofahrer es einfach rigoros ignorieren. Und darum ist der Veloring Basel abgelehnt worden. Da mache ich jede Wette drüber. Hat der Veloring geplant? Ist der mit der roten Ampel oder was? Nein, der geht einmal um die ganze Stadt rum. Und die Velofahrer, die fahren alle durch die Stadt rum. Nicht drumherum. Ja, logisch. Ja. Nimmst ja nicht den Umweg. Ja. Nein. Eben, es ist einfach, allein schon die Zeit ist fällig. Also, wir machen weiter. Und zwar folgendermaßen. Bild, Titelstory. Michaela Schäfer nackt in. Ja. Oh mein Gott. Also. Bild, Titelstory. Michaela Schäfer nackt auf der Reeperbahn. Das ist nicht Neues. Nackt in Roberto Blanco. Nicht der andere Weg. Nein, es geht schon auch so. Wir reden wieder über linke Bilder, also so linke die Oder Umschaltung. noch, das würde aber passen. Sorry, der muss ein bisschen gewinnen. Nackt in der Geisterbahn vom Europapark Rost. Das finde ich im Fall recht gut. Aber wenn dann bitte ganz am Anfang als die Leiche, die runtergeht und gehängt wird. Für die ist das der Fledermaus. Ich finde den gut. Ja. Das ist schön zu Und ich hören. muss sagen, Jetzt bin ich wirklich verschrocken. ich muss sagen, die Geisterbahn im Europapark Rost finde ich genial. Ich muss sagen, ich weiß nicht, 5 Jahre im Europapark so schlecht. Muss ich mal gehen. 5 Jahre. Ich war 10 Jahren, 12 Jahren nicht gewesen. Und erst vor Anfang August zum Geburtstag meiner Freundin wieder gegangen. Okay. Jetzt hat man Sachen neu. Hat sich gelohnt. Aber wir gehen wieder mal. Nein, ich finde es auch ein grosser Spaß. So die bestehenden Sachen haben sie komplett umgebaut. Schon? Ja, Ja, die Geisterbahn nicht. doch, die ist umgebaut worden. Nein. Die ist wirklich anders. Ja. Ja. Das ist anders. Sie haben sehr viel neu, also... Haben Sie jetzt endlich Bars bei der Wartegeräten? Ich habe Nein. mich immer gefragt, Doch, welche Stunde doch. warten, warum haben Sie jetzt Bei nicht Contagia Bar ist ein Restaurant innen drin, nicht Bahnen. Ja, bei der Ja. Autobahn jetzt. Das habe ich richtig geil gefunden. Ich bin da durch und denke so, das ist ja alles leer. Gut, wir sind noch vor Eröffnung fast da durchgefahren. Und bei der Tour denke ich so, wieso ist das da alles leer? Dann merke ich plötzlich so eine Kellnerin durchlaufen und denke ich so, die ist aber gut animiert. Die ist echt. Das ist ein Restaurant. Das ist aber geil. Okay. Und so bei der ersten Bahn, wo sie die Puppe dann noch, für Puppe, also kommt so Töpfchen. Ja, die Holo-Dinger und so, die sie Genau. reingebracht haben. Wo wir jetzt einen Projektor haben auf das Gesicht, Ah, okay. dass so die Ja. ganzen Minikons so Okay. besser ankommen, was halt... Das ist richtig Film- Das geil. ist die wirklich mal gehen. Ich muss sagen, Geistbahn im Europapark finde ich einfach immer noch richtig genial. Erstens reinkommen und in den Lift steigen und dann Stimmt, das Bilder. Stimmt, das ist cool, ja.
Bilder, wie sie weitergehen nach Ja. unten, die finde ich so herrlich. Es ist zwar ein bisschen schmunzelnd, die Geisterbahn, aber ich mag sie. Das sind noch Charakter. Ja. Ich weiß eigentlich, ich kann sie jagen. Also, Genko, wo ich das letzte Mal war. Also, wo sind wir? Ja, Wer also sind wir? ich gehe nicht gerne am Baggersee wegen all denen. Oh. Jetzt wird's interessant. Okay, ich glaube, es kommt gut. Also ich gehe nicht gerne am Baggersee wegen all denen Nippel, so groß wie Untertassen. Das ist einfach oder so. Ja, Baggersee. Aber glaub uns, es kommt recht noch. Wegen Sozialhilfeschmarotz. Gut. Hast du das voll mitbekommen? Aus der Winterthur, glaube ich. was hat der Hassprediger? Ja, der Hassprediger, der Ja, 600'000 Sozialhilfe Ja. gezogen hat. Für die Eltern geblieben werden. So. ja. Ja, das kann ich. Ja, wieso das auch nicht gerne am Baggersee gegangen ist, wegen all den Flutschfinger. Okay. Ja. Ja. Wie soll ich das jetzt interpretieren? Interpretier so mal. Ja. Piccolo Blocco. Luca komischer Polnisch an irgendwie so. Also Flutschwinning ist ja tatsächlich auch gelassen. Ja. Also ja, Die beste. Eine klasse Sorte. was recht Aber- absolut schon. Man kann es eben auch anders Genau sagen. deshalb ist ja drin, weil sie so schön zweideutig. Ja. Vor allem, wenn er vorher nicht eine große Untertasse hat und Ja. dann 5 Finger kommt. Ja, also ja, Sozialhilfe ist man trotzdem mit nicht grossen Untertassen. Ja. Nee. Wobei, ich sage jetzt ganz ehrlich, deutsche Baggerseen viel beängstigender sind Entenscheißen, wenn man unbedingt nicht weiss, was ist für Enten oder Menschen. Okay. Also, Haben wir bei diversen Baggerseen gehabt. also Erntescheiße, was? Das kannst du Kommt das Flutschfinger. nicht Ich muss Flutschfinger. Sehr geil. Obwohl eben nicht böse Aussagen wirklich sind. Diese Ernte-Hilfe. Nein, es ist wirklich, also Baggerseen in Deutschland sind teilweise richtig cool und teilweise einfach so. Nie an der Ah. Baggersee. Also es gibt beides, es gibt richtig geil und richtig bäh. Ja. Aber an und für sich, wenn sie gut sind, sind sie schön. Aber wow, das ist jetzt eine gute Aussage. Das ist so wie bei Filmen. Also grundsätzlich gute Filme. Wenn sie gut sind, Sind sie schön. dann sind sie gut. Aber wenn sie Ja. schlecht sind, Dann dann sind sie Ja. nicht gut. Der Punkt ist halt, um den Baggersee kann man eben aufgrund dessen, dass er künstlich ausgebaggert ist, wirklich sehr viel spielen mit der Landschaft, mit Inseln, mit gewissen Okay. Flüsschen und allem drum und dran. Und dann gibt es einfach nur viereckige Löcher, die dann anschießen. Und dann gibt es so Sie Scooters. sind natürlich nur bei viereckigen Löchern anschießen. Wenn es jetzt rund wäre, dann würde Der es wieder natürlich unten wieder nicht meistens. Ja, bei der Runde bin ich nicht geregnet und nicht schießen. Ah, das stimmt, du kannst nicht allein schießen, ja. Ja. Also. Aber Scooters neuester Hit, How Much is the Gibt's einen Fischkampf? Nein, aber die schönste Kombo, die ich da jemals gemacht habe, ist How Much is the Camel Toe? Der finde ich richtig nice. Ja! Ich habe sogar gefragt und was kommt geschickt. Aber nein, nie eine Antwort. Ja gut. Ja, komm jetzt, hallo, ein bisschen Humor. Es Nein, ist teilweise, du willst lachen, wenn du gewisse Scherze bringst, wie wenig Celebrities oder was auch immer die antworten. Das... Es geht. Nein, ich darf jetzt nichts filmen. Also Fluggesellschaften sind humorlos. Das weiss Das ich. kann ich nicht brauchen. Ich weiss, dass Comedians Humor haben, aber ich erzähle mir die Geschichte nicht. Okay. Aber ja, die sollten auch, das wäre jetzt so. So. Scooters neuester Hit. How much is the Heinzelmännchen? Meinzelmännchen. Das sind noch die Dinger aus... Die Werbe... Ja, Genau, aus die- ARD, ZDF. oder? Ja. Genau. How much is the Hodenkrebs? Kostet die so 1 oder 2? Also, how much is der Staatsbankrott? Oh, der ist aber auch schon fast ein bisschen politisch. Das ist schon poetisch richtig Grease. Das ist irgendwie recht cool. How much is the Staatsbankrott?
Müsst ihr wirklich Griechen verlieren, oder? Ohne Kohle. Jetzt holen wir eine Pause. Ah. Ich weiß so, der Swiss zwischen Krebs und Bankrott, das ist irgendwie jetzt Ja. Bankrott. Okay. Ja, ich finde, das passt auch. Kannst du vorher wissen? Ja. Du hast den Staatsbankrott initiiert, gratuliere. Ich glaube, er hat etwas geschrieben. Ja, dein Sir No-Face hat gerade wieder Zusehen begonnen. Hallo Tom! Nein, Entschuldigung, Royal Spoke trinken. Wenn denn richtig. Nein, Royal Spoke. So, ja. Nicht schnell, sonst spürt es Zeit. Nein, das gar nicht. Es kommt Freilechsen. Steinpapier, Schere, das ist ein Also, Helene Fischer hat einen neuen Hit. Atemlos durch, bla bla bla. Oh, schön. Ich glaube, jetzt verklagt sie mich, wenn sie mich sieht. Sechs Mal abgesehen, oder was? Atemlos durch eine Sexparty im Alter sein wäre echt schön. oder auch atemlos durch den Geruch hinein, das ist jetzt aber noch den Geruch. Aber jetzt bitte, Ulis, singen. Das ist sicher nicht. Und so, Wenn ich muss singen, dann geht das Ja, nicht zu. vielleicht Ah, Ja, ja, da ja. kannst du die Lüge schon dazu. Ich muss singen. Aber atemlos durch Mord klauen Syrien. Ja. Also, der No-Face nervt sich, dass man im Arbeiten nicht lurken Atemlos durch Penis Night. Oh, auch gut. Atemlos, Penis Night. Geht das wieder passen? Ja, nicht schlecht. Nächste? Was Lied am besten passt, aber sich nicht wirklich so liebt, ist ein Eimer voller Scheiße. Atemlos, einmal voll Scheiß. Was denn noch? Also textlich ja, musikalisch nein. Man hört ja eben Was? Scheiße. Was? Der Eimer gehört mir. Also was Schön. musikalisch schon zu Helene Fischer? Einfach gar nicht. Schon allein das Wort Helene Fischer und musikalisch ein Einsatz zu nehmen ist Ist das selber grenzwert. gefühlt? Selber gefühlt, der Eimer. Selbstverständlich. Dieses Jahr wurde neu das Bundesamt für Bürgerinnen gegründet. Und da wäre ein Eimer voll Scheiße. Tschüss. Und das heißt ein Eimer voll Scheiße. Aber nein, es ist natürlich das Bundesamt für Nerds gegründet worden. Ich fände ich jetzt so sympathisch, aber... Bundesamt für Nerds. Oh, sehr gut. Auch Bundesamt für Flüchtlingstreue. Und dann ist auch noch das Bundesamt für Nekrophilie. Ich weiß nicht, ob das für oder gegen ist, aber es wird eigentlich schon für. Es steht ja dort für Nekrophilie. Ja. Das ist die Zurückführung von Leichen aus dem Friedhof in den sexuellen Kreislauf. Ja, das Problem ist ja, glaube ich, dass die meisten Friedhöfe überfüllt sind. Und so kann man eigentlich das Problem lösen, indem dass man das dort Man hat ausgraben einfach nekrophilen Puffs. Dann sind die ganzen Gräber auch wieder finanziert. Hey, wir erfinden doch gerade neu. Ja, Ganz neu. Geschäftszweig. Ja. Geschäftszweig, ja. Ja, ich finde eigentlich das Bundesamt für Nekrophilie, das halt nicht Meine schönen Bücher für euch. Oh, ich weiß nicht, wie die Flüge vor allem schön sind, aber ganz so genau hätte ich es jetzt auch nicht wissen. Es hat ganz viel Wasser drin. Das ist normal. Jetzt Sind wir Bier jetzt gerade bei der Golden Shower? Necro-Trump. Ah. Skandal im Kindergarten. Susi hat Anden geleckt. Und der hat doch jetzt gepasst. Wie sieht es aus? Hat es mittlerweile eine weitere Spende? Leider nein. Nein. Wir sind noch verschwunden. Das heisst nochmal, wir haben 10 Challenges. Das heisst, wer heute oben spendet für den Kickstarter, den Link sehen hier. Moment, ich muss gerade schon schauen. Da unten. Ja, da. Da ist schon eingeblendet. Dort könnt ihr spenden für das Kampf gegen Spießertum, das wir heute spielen. Und die Spenden, die heute reinkommen, für das, die wir eine Challenge aus 10 Challenges auslesen. Eine hat es schon gegeben. Er hat eine verwischte, verschwitzte, nicht mehr sichtbare Deutschlandfahne auf der Stirn.
Jetzt sieht es eher aus, als hätte er irgendwie ein Einhorn über den Stuhl gekotzt. Ja, Sehr nett. auch schön, auch schön. Ich muss natürlich auch noch sagen, Spenden heisst nicht, wir schenken uns Geld, sondern Spenden heisst Unterstützen. unterstützen und dafür würden wir natürlich auch das fantastische Spiel bekommen. So ist es. Genau, also es macht wirklich saumässig Spaß. Das ist viel besser als irgendwie die Elsamer-Käste zu machen. Das hier ist sinnvoll und wohltätig und macht auch Spaß. Oh, Stimme zu. nasty. Also, was haben wir? Aha, der Skandal im Kindergarten. Also Genau, Skandal, wie ja. was Ja, sagen? genau. Wer? Susi hat an einer Horde betrunkenen Zwerg gelegt. Also nicht nur einen, es sind wirklich eins. Ja. Wo ist jetzt die betrunkene Zwerge in den Kindergarten gekommen? Ja, sie haben es Wahrscheinlich haben sie unter dem Kindergarten in den Minen und so. Die sind nicht so leicht gross, der Papa nicht gross. Ah! Die sind so betrunken, dass sie aus Versehen in den Kindergarten gegangen sind, statt in die Mine. Ich stelle mir jetzt einfach gerade Gimli in einem Kindergarten steht und Susi mal anruft. Und wo ist der Mann in den Bad? Aber was bist du? Also, wahrscheinlich ist sie nachher auch betrunken gewesen, ich meine. Ja. Die so betrunkene Zwerge transpirieren ja ein bisschen. Und wenn sie all die Zwerge noch weg, nicht nur einen, dann können sie wahrscheinlich auch kurz blau sein. Genau. Vor allem, wenn dann alles im Bad hängen bleibt. Gut, ja. Schön! Genau, Susi hat auf eine Dirty Sanchez. Oh, nicht gut, nicht gut. Und bitte, wenn es irgendjemand nicht kennt, dann zu googeln, es ist ganz wichtig. Ich sage nicht, ich kenne es tatsächlich. Es fallen nicht die gleiche Sache wie bei der Spassmap. Von dem her ist alles gut. Und du jetzt googeln, rasch deine Freundinnen mit. Googelt es mit eurer Freundin zusammen. Ja, genau. Unbedingt. Oder noch besser bei den Eltern. Und dann ja nicht das Buch verlaufen. Nein. Mit der Chefin zusammen. Oh, das ist natürlich auch gut, ja, auf Arbeit. Ja. Und am besten natürlich der Startseite. Ja. Ah ja, natürlich, alle die anderen. Gerade sehr gut am nächsten Familienfest auf dem großen Fernsehen stehen. Ja, vielleicht noch besser, ja, genau. Am besten Bildersuche. Ja. Und selbst schon gemacht. Gut, ich werde jetzt lachen, mir passiert das teilweise. Wir haben 2 Samsung-Fernsehen. Wir schauen jetzt im Moment wieder die League of Legends Worlds auf dem Fernsehen, über YouTube und so weiter. Das Problem ist nur, Wenn du etwas anderes schaust, dass es dann irgendwie... nein, das Problem ist, dass es teilweise der falsche Fernseher mit der von den Eltern verwünscht. Oh. Ja, solange es noch League of Legends ist und nicht YouPorn, Das letzte Mal habe ich mal das Spaß Schnappi laufen lassen. Okay! Das misst im Krimi. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ja, das letzte Mal, was Susi dran gelegt hat, ist Dieter Bohlen seine Sexschaukel. Ah! Und wieso ist der Wir können jetzt... Genau! Die Frage, wie die der Sexschaukel... Polen wieder. Ja, der Wobei, Bohlen es ist ein ist Schaukel, es ist ein Kindergarten, Ah, es ist immer noch ein Schaukel. Wahrscheinlich hat seine Putzfrau gespendet, weil sie einfach meinte, dass sie Kinder spielt. Genau. Also Dieter Bohlens Schaukel ist jetzt irgendwo zu Bielefeld im Kindergarten. Ah. Okay. Vor allem sie leckt noch drauf. Ja, schön. Darum. Am Körper. Ja. Der gehört und Dieter Bohlen seine Sexschaukel. Natürlich. Gratuliere. Das ist schon so. Also, Man ist schon auf schlechte Varianten schwanger geworden, von dem her. Ich muss gerade an Dr. Sommer Bravo Forschung denken. Boris Becker, Mensch, so Putzkammer. Ja. Kann ein Kind schwanger werden, wenn es an der Straßenbahn leckt und der Samen dran ist? Das ist wirklich eine Frage. Was? Der Echt jetzt? Die Frage ist jetzt einfach nur so wie bei der Straße. Was? Was leckt der Straße? Was? Ja, Ja, Susi wahrscheinlich. Ja, aber Susi leckt Scheibe in der Straßenbahn und Ja. einer fragt da. Das Aber sie Kind ist ja keine schwanger werden. schwanger werden, wenn sie... Aber ich kann mit den Zahlen an die... Aber das ist die grosse Frage gewesen. Also eigentlich, er hat ganz viele große Fragen. Voller Flug. Unterflug? Voller Flug. Vollflug. Du wärst... Okay, Ah, ich bin dran. du bist dran. Berlin-Kreuzberg ist super, kann ich zustimmen. Am meisten liebe ich in den Straßen. Schwarz. Okay, also, wir haben zum einen liebe ich die Sonntagsfahrer in der Straße von Ah, ja, Berlin-Kreuzberg. die sind super, die sind gut.
besser als ich. Also ich fahre langsamer als Die fahren so schlecht, die haben Velo. Nein, sie fahren so schlecht, es gibt so viele überfahrene Katzen und ich auch nie in der Straße. Aber was sie noch nie überfahren haben, sind die herzige Entenfamilie. What? Ja, sie sind immer noch auf Katzennuss. Und Ja. deswegen finde ich, ich support Katzen. Das ist schon ein Enteli. Das ist so Enten sind nur keine Katzen. Das ist wahr. Das ist so. so herzig. Und vor allem keine überfahrene Katze. Weil sie 3 Wochen in der Sonne liegt. Ein Schön. Roadkill sei sie. Ja. Fährst du nicht bei den anderen gerade Chicken Wings herum? So. Mein Tinder-Profilbild zeigt mir zusammen mit. Na gut. Mein Tinder-Profilbild zeigt mir zusammen mit. Ich wollte sagen, umblicken wie umschnallen, die ist auch recht gut sein. Zur Abschreckung. Also, mein Profilbild ist. Also. Kinder, dass ich noch etwas ziehen und denke, das hat jetzt viel besser Ja, gepasst. das ist irgendwie immer so. Das ist einfach fast immer so. Das ist so. Ja, es ist wirklich, die nachziehst, wäre die perfekt sein. Aber das Profilbild ist zusammen mit der Rudecke Herzbuben. Oh. Hast du noch aufs Bild gepasst? Ja, Man sieht 2 Finger von ihm. Mit Nickel. Mit der gefrierten Organ von der letzten Dates. Oh shit. Nein, dort steht noch nicht Entschuldigung. Oder mit Thor Sammer. Ah. Ja. Ja, Thor Sammer hat gewonnen. Oh, meine Gefriertruhe. Einfach so verschwendet. Meine Wildecker Ich habe Herzbuben. einen daheim. Im Führerbunker in Berlin wurden gefunden. Also, im Führerbunker sind. Ach nö. Oh, vergessen. Hast du uns Stufen übergeben? Ungefähr. Ich weiß nicht, wie sagen bei meiner voller Scheiße. Ja. Also, im Führerbunker sind 96-jährige Mann gefunden worden. Ist der Mensch aus dem Fenster gekommen und verschwunden? Das ist 101. Das ist ja. Er hat zuerst 100, dann 101. Das ist meistens so, dass man 101 Das ist nicht 101, oder 100. Das ist der 2 ist 102 gesehen. Das würde alles erklären, es sind Teletubbies gefunden worden. Das weiss ich eigentlich, warum diese Psycho sind. Also er, der Teletubbies oder der Führer? Ich sage Teletubbies Tiere. Man kann sich überlegen, wer Aber zuerst ja, Führer ja, war. ja, aber das stimmt natürlich. Also, das würde auch einiges erklären, wenn du so mit den Teletubbies am Bunker wärst, dann wirst du vielleicht auch mit der Zeit irgendwie ein bisschen mehr Ja. Und Space Invaders sind natürlich auch noch gefunden worden. Ich glaube, es war umgekehrt. Gewesen. Zuerst Hitler, dann Teletubbies, weil sonst würde es nicht heil, sondern oh heißen. Was wesentlich süß war, also Hitler, Hitler. Ist wesentlich süßer. Warum ist ein Symbol von einem Teletubby nicht das du gesehen? Oh! Ja, jetzt kommen wir in eine ganz tiefe Verschwörung. Verschwörungstheorie, I see. Ja, ich Und? bin mit Teletubbies im Führerbunker. Also, eigentlich könnte man es jetzt auch wieder in die zurück tun. Hat er in einem Bunker gelebt? Hm? Ja, doch nicht in einem Bunker. Teletubbies haben auch in einem Bunker gelebt, stimmt. Das ist wahr. So viel Dö, Druck. dö, dö. Ja, jetzt wird's. Das ist irgendwie die Parallelen. Ich sehe, wir jetzt sind hier auf eine grosse Verschwörung gestoßen. Nein. Nein. Es könnte noch interessant werden mit dieser Welt. In 100 Jahren wird das Internet abgelöst durch. Das ist etwas sehr Realistisches auf der Hand, ich denke es nicht. Fotos von Titten. Ich hatte 2 realistische Sachen auf der Hand. Die getitten Kartoffelsalat wäre so lustig. Kannst du die auch nehmen? Das ist Ballermann jeder das. Ah, die haben wir noch gehört. Also, in 100 Jahren wird das Internet durch Fruchtzwerg abgelöst. Durch Überraschungssex. Oh,
Das wäre zu Das ist begrüßen. gut. Ich glaube, der Überraschungssex gibt es ohne Internet gar nicht. Doch. Meistens kommt es doch, wenn du am Gamer bist. Oder? Nein. Nicht so, okay. Oder natürlich Exorzisten. Okay. Exorzisten sind für die ganzen Zombies da. Oder Zombies, wie sie heißen. Das neue deutsche Wort. Zombies. Eben, Aha, ja. Smartphone-Zombies, Zombies. So was für eine Zombies ist etwas anderes. Das ist jetzt gut. Schwierig. Macht irgendwie alles nicht so wirklich Sinn. Ja, doch für die Exorzisten, die noch mit den Menschen können kommunizieren können. Kommunizieren vor allem zum sich vom bösen Internet Ja. aus. Genau. Sie evil Internet. Ja. Ja, Exorzisten damals, haben gehört. Meins. Weiche von ihm böses Internet. Im Namen des Ping und des Pong und der heiligen Leitung. Ping Pong, wer ist noch ihr Zeichen? Ja. Ping Pong. Ping Pong. Oh, Klavier, nicht so gut. Ja. Also, im Sexualkundeunterricht wird jetzt auch nicht IRC, sondern thematisiert. So. Was wird alles in der heutigen Schule im Sexualkundeunterricht? Natürlich ist die erste Karte jetzt oberst haben, dass ein großer schwarzer Penis thematisiert Ja, wird. hallo? Das ist ja wichtig. Dass Sodomie thematisiert wird sogar. Also zumindest bei uns in der Schule ist es so gesehen. Wirklich? Ja. Und hat es dir gefallen? Es ist thematisiert, Also nicht praktiziert keine worden. Anleitung. Mit Bildern? Sodomie für Dummies. Ist das jetzt Frage? Wir haben Toga letztens. Nein, Der wir haben, 19-Jährige mehrmals eine Schnute deckt. Aha. Oh, stimmt, ja, ja. Okay. Ja. Nein, bei uns, psychologisch betreut. ich weiss noch, in der Orientierungsschule, sagt man, es ist der Musiklehrer gewesen, der bei uns Buben Aufklärung gemacht hat und die Klassenlehrerin bei der Mädchen. Das ist Wir haben das Der repariert. Musiklehrer, der hat doch gut am Blasen, keine Ahnung. Nein, der Punkt war, der Musiklehrer ist die geilste Sache der Welt gewesen, der ist angegangen gefunden, Leute, das mit Einfahren und Kondom und diesen jedem kennt ihr da eh alles schon aus der Bravo. Ich erzähle jetzt mal, wie man mit Frauen umgeht. Okay. Der Typ war richtig gut gewesen, weil er gefunden hat, nein, ihr geht nicht so eine Frau an und dann geht es da zack, bumm, Höschen ab, sondern ihr müsst sie umgehen und dies und jenes und sowieso und eine richtige Flirt-Anleitung. Und der Typ war richtig gut gewesen, was es angeht. Okay. Ja. Aber unter anderem wird im Sexualschulunterricht auch ein blutverschmiertes Sackmesser thematisiert. Ein Instrument. Ja, Sextoys, klassisch. Also Sodomie ist bei uns nicht, also ist bei uns thematisiert worden. Ein großer schwarzer Penis. Ist das nicht sogar in einem komischen Koffer? Ist das Space? Ja, Nicht weiss. ist das nichts? Ja. Rassistisch. Rassistisch war es, wenn er gesagt hat, normalfarbig. Das ist nicht rassistisch, das ist unrealistisch. Ich nehme das blutverschmierte Sackmesser. Weil die Entjungferung muss garantiert sein, muss angesehen sein. Au. Direkt durch den Buchstaben durch. Aber ich wüsste noch gerne von dir, was für ein Sackmesser ist. Das ein breite 101-Tool-Ding gewesen, oder? Was wir mit 1 Terabyte Da tue ich noch Cybertool. Genau. Irgendwann muss ich nachher filmen und die Aufnahme vom Ordner speichern. Also, blablabla Experte widerlegen einen bahnbrechenden neuen Artikel der Existenzquote sowieso.
Experte für Testosteron hat Existenz von Hipsterpferden erlebt. Okay. 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 Die gibt's aber. Nein, wir sind eigentlich alles Dschihadisten wert. Vorderkauer-Experten haben die Existenz von Horrorclowns überlegt. Was? Aber es gibt Filme davon. Ja, die sind alle Fake News. Okay. Und Experten über Hitler, die wir uns alle errichtet haben, die Existenz von Sexualstraftätern überlegt. Da gibt es keine Videos davon. Zumindest nicht öffentlich zugänglich. Stimmt. Vor allem als Experte sind Hitler und Dinosaurier errichtet. Das sind geile Experten. Das muss wahr sein. Ja. Auch gehören Hitler-Experten auf Dinosaurier. Hitler-Dinosaurier-Experte. Und ich warte auf den Film! Ja. Mit Freude. Sky Sharks ist der nie so leider. Leider. Aber wer weiß, vielleicht wird es doch noch etwas. Also. Im Deutschen Museum in München gibt es eine neue interaktive Ausstellung zum Thema. Interaktiv? Interaktiv ist wichtig. Ja, ist es. Ja, das kann man gut machen. Oh, das wäre auch schön. Also, es gibt eine neue interaktive Ausstellung zum Thema Kannibalismus. Sehr schön. Ich habe nicht so viel Angestellte nachher wie vorher, aber es ist Ja. eine gute Ausstellung von einer Woche. In der Tabelle und wirst du es Oh, das ist auch gut. Die interaktive Ausstellung zum Thema von Christian Gassner. Gibt es keine Lärmbelästigungsklagen? Oh. Die interaktive Ausstellung zum Thema natürliche Selektion. Da kann man ja ein bisschen Im mitselektieren. Deutschen Museum. Im Deutschen Museum. Ja, das muss ich fast machen. Ist auch keine Evolution. Ja, ich gebe zu, aber. Du glaubst ja eh. Nicht so farbig schon heim. Sorry. Nein, im Gegensatz zu anderen Personen bin ich fähig, Zug zu fahren. Also, Hi, Fake! Nicht nur nach Zürich. nicht fahren. Ja, also. Du Ja. fahrst einfach schnell wieder. Also können vielleicht schon, ich stelle das nicht so komplex vor. Ja, das kann ich nicht. Also ich glaube, ich könnte das einmal, aber ich glaube, sie lösen mich nicht. Ah ja. Also ich habe es mal probiert, im Zugsimulator. Das ist nicht immer so einfach. Schon. Du musst Knöpfchen Du drücken. musst ja richtig drücken. Vor allem das Lenken, Ja. weißt Ja, das stellen wir auch recht schön vor. Seitwärts einparkieren und im Zug. mühsam. du? Ja. Da haben wir das schon vorher lang, oder? Das andere ist auch ganz schwierig. Ja, das stimmt. Eigentlich mühsam. Mein Feierabendbier trinke ich am liebsten mit Oh, das ist gut. Das ist Partner. Ja, mit Stumm wechseln, also das. Du hast eine Frage drin. Grammatik quasi. Wenn wäre es deine Schuld? Das ist schlecht übernommen. So. Das habe ich gar nicht gesagt. Und einmal mein Feierabendbier trinke ich am liebsten mit dem Captain Blaubeer in einer Hamburger Hafenkneipe. Gut, das schon noch passen. Das ist schon mal sehr gut, ja. Ja. Dann hatten wir mein Bier trinke ich am liebsten mit einem Waldorf-Schüler im Teutoburger Wald. Okay. Das ist schon Was? passiert. Was machst du genau mit dem im Wald? Da können wir Bestellung tanzen. Also Baumgarten. Ich kenn den Wald nicht. Das ist schon passiert. Das ist einfach Das ist irgendein Wald in Das Deutschland. ist eine recht berühmte Schlacht. Okay. Der Germanen und Römer. Und dort kommt auch ein ganz bekanntes deutsches Kinderlied. Ich sehe es jetzt nicht.
Aber es ist cool. Jedenfalls haben sie die Germanen umgezogen und sind nach der Seite her so eine Art hohle Gaszimmer, mehr oder weniger die Zeit her, auch bei Waschen und so reingeröbelt, die ganze römische Kohorte war der reingelaufen ist, so alles flach. Okay. Also quasi Mordort Ja. in Deutschland. Nicht Aber nur auch- Schlachten können selber erfinden, das ausprobieren. Gute Gott. Plagiat! Das ist nach vorher Oder gesehen. Ja, ich muss sagen, Egal, Plagiat! es gibt eben ein recht cooles Kinderlied. Such doch mal auf Google nach dem Kinderlied zum Teutenburger Wald. Das kommt noch gut in den Search History, nachdem dass er durch das Anschluss hat, können wir so Leute. Genau. Ja. Das Lied hat meine Großmutter noch beigebracht und es ist so. Ja, ich kann es heute noch auswendig, von dem her eben, es ist wirklich cool gewesen. Im Teutoburger Wald bin ich natürlich dann mit meinem Reichsadler. Und dann, ja, egal. Beim Reichsadler trinke ich mein Bier gerne am Hockenheimring. Okay. Ja. Das ist der Reichsadler oder so. Kannst du einen mitnehmen? Oder? Nein. Scheine mitnehmen. Kannst du jetzt bei deinem Garten montieren. Vor allem kannst du zuerst mit ihm dort anlaufen. Ja, So, Flüge. mit dem, Wenn du abreist, fliegst, Herr Tolkien. Das ist wahr. Nein, ich find Captain Blaubeer in der Hamburger Hafenkneipe sehr gut. du hast nicht vergessen, Thema Tolkien zuerst um den Schmetterling sagen, den Adler zu holen. Stimmt. Wow. So! Aber ist der noch angestanden. Räderspiel. Nein. Wieso? Mein Bildschirmhintergrund zeigt im. Wer meine Bildschirmhintergründe in der Regel kennt, weiß, ist, dass natürlich alles, was da dabei rauskommt, realistisch ist. Das ist schon realistisch. Mein Bildschirmhintergrund zeigt ein langes, gekräuseltes Sakko im Frauenknast. Okay. In 4K natürlich. Mein Bildschirmhintergrund zeigt Kampfhund im Kaninchenzüchterverein. Minuskaninchen. Kommt drauf an, was für Kaninchen. Was hat 4 Arme, 5 Beine und 2 Köpfe? Ein Bulldog auf dem Kinderspielplatz. Aber in Wirklichkeit zeigt mein Bildschirmhintergrund Haribo Goldbeere mit Harald Löckner. Ihm. 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 Wichtig. Na gute. Goldbeere. Was? Ich nehme den Harald Löckner. Merci. Und ja, jede von diesen Szenarien ist realistisch. Ja, du Kampfhund. Gell, der ist schon schön. Vor allem nachher. Also, lieber Dr. Sommer, bitte erklär mir bla bla bla. Oh. Vor allem das lieber Dr. Sommer. Das verändert jedes Thema. Ja. Das ist so ein bisschen, einer meiner Traumjobs. So der Entwicklung aktiv. Das wäre kein guter Job für mich. Es würde keine gute Antwort rauskommen, es würde mir echt Spaß machen. Ich glaube, es würde jeder die Antwort verstehen. Es gibt doch so ein Blog fürs Web oder so, wo er die Dr. Sommer Fragen beantwortet auf seine Art. Die sind schön. sehr lustig. Okay. Ja. Da gibt es aber ein paar, die das machen. Schön. Die sind mal recht viral gegangen für das vergangene Jahr und dann macht das Zeug immer noch. Das ist wirklich sehr gut. Es ist zeitlos, Ja. das Thema an sich. Ja. Lieber Dr. Sommer, erklär mir Harakiri.
Okay. Hat zumindest etwas mit etwas reinstecken zu tun. Ja. Oder am Thema nicht vorbei. Lieber Dr. Sommer, erklären wir es nicht mal. Nett. Aber was ich generell macht wissen und Das verstehe ich, das muss man erklären. das macht alle wissen. Lieber Dr. Sommer, bitte erklären wir Franzosen. Unerklärbar. Nein, also ich glaube, das ist. Das ist unrealistisch. Ja. Haben wir Franzosen? Kannst du bitte erklären? Franzosen erklären? Ja. Ich kann erklären, warum Franzosen Rückspiegel im Panzer haben. Kannst du mir den Krieg erklären? Wir riskieren. Bei Franzosen kannst du keinen Krieg erklären, sie haben ja einen mitgebracht. Schon mit, aber sie flüchten sehr schnell. Mit Parkour! Eben siehst, mitmachen ist was anderes als flüchten. Haben wir eine neue Spende? Also wie gesagt, unter speisertum.mandelbach.ch könnt ihr live jetzt das Projekt unterstützen und das Spiel in die Realität zurückbringen. Wenn ihr es macht, ziehen wir aus 10 Challenges jeweils eine und die wollen wir dann machen. Was machen wir, wenn wir 10 Challenges nicht durchbekommen? Ja. Ganz fest traurig sehen. Jeder zieht eine Karte und macht sie. Ich würde mich verarschen, weil ich schon einen machen. Also jeder außer ihm zieht eine Karte und macht sie. Das können wir machen. Kannst du unterstützen? Schnell. Ja, Ja, stimmt, du kannst einfach backen, damit wir nicht. genau. Ich weiß Und dann trifft es mich. Nein, ich kann ja so nett sein und sagen, der schon gemacht hat, ist ausgeschlossen. Nein, das ist unfair. Also, ich kann es nicht von Kickstarter einfach tun. Nein, klar. Wer hat's? Also ich? Ja. Okay. Dann schaue ich mal, was da so kommt. Oh. Die AfD wird mit Bürgern das Flüchtlingsproblem in den Griff kriegen. Das ist ganz schön. Ja, das ist echt gut. Du hast mein Zirkal, ja. So viele Wo ist mein Optionen! AIDS her? Wo ist der Todesstern? Obwohl ich finde, im Fall da irgendwie also bei der Geschirr schön. Das stellst du einfach vor, du musst nicht an der Grenze stellen. Da kommt eh nie mehr Freiwilligen hin. Also, darf ich Bett an? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, darf ich Bett mit Udo Lindenberg? Flüchtlingsproblem im Griff kriegen, sind wir etwa am nächtlichen Ort wie Mit Helene Fischer. ja. Aber natürlich auch, hat man ja im Führerbuch nicht nur Teletubbies gefunden, sondern auch Hitler seinen Schnurrbart. Und den setzen wir jetzt ein zum Stell dir einfach so die ganze Grenze, denn überall ist einfach so ein Schnurrbarthaar. Und ein Schnurrbarthaar ist einfach die ganze Zeit und so. Könnte funktionieren. Oder natürlich auch sehr effizient, es funktioniert immer. Wie ein neues Luftballon, das ist wirklich. Nein, Was 99? Luftballon. Hey, hallo! Ja. Kannst du Ja. das also mit der Kannst ja Stimmt. Hitler-Schnäuzer malen. Oder stellst du dir mal vor, die Grenze, jetzt haben wir 99 Luftballon und dann Du könntest sie auch mit Hitlerschneuz ausstatten, unten dran Bluetooth oder beziehungsweise irgendeinen Lautsprecher oder Kassendings, wo immer die ganze Zeit Udo Lindenberg-Songs laufen lässt. Und Oh, okay. die Kombi aus allen drei wäre die perfekte Abwehr. Gut, ja, ich gebe es zu. Ja, es ist völlig bescheuert, aber ich finde 99 Luftballon, so Grenzen, das haben so bunte Partyballon dran gefällt mir im Ball, geil. Ich glaube, es zählt Symbol. Das Partyballon hinter Maschendraht. Genau! Genau! Maschendraht. Genau. Sehr schön. Schön. Ja? Da hat es eigentlich eine wunderschöne Kombo gegeben, wo mir nicht bewusst ist, dass es überhaupt okay. Mike? Hast du gut, danke. Es gibt Fragekarten von wegen ist ein Kampfjet der Bundeswehr abgestürzt. Und das ist natürlich 99 Luftballon. Die Absolute perfekte Antwort. Weil es ja auch im Songtext selber so Eben. ankommt, Und oder? mir ist das nicht bewusst gewesen, eigentlich. Also die zwei Karten sind unabhängig voneinander entstanden. Und das ist ja wirklich, das ist so Das passiert eben teilweise noch recht schnell. Ah, ich kann da.
So, Mike. ja. Also, da haben wir. Verleiht Sauerkraut erst die richtige Würze. Sehr schön, sehr schön. Also der zweite Huf ist besser als der erste. Okay. Ein See voller Kindertränen. Verleiht Sauerkraut erst die richtige Würze. Schon salzig. Salz. Ja, eben. Deine Ei als Sexspielzeug missbrauchte Gurke. Oh. Man tut Gurken dort rein. Zu dieser Karte gibt es übrigens auch eine Geschichte, die wir erzählen noch. Die kenne ich schon auch. Ah, stimmt, die habe ich jetzt. Bünzeltum ist auch schon weit. Ja, ja, aber die hat die Karte. Hat die Story? Die hat die Story. Okay. Okay. Dann haben wir natürlich noch das Ei mit Schamhaar verstopft durch Lausensieb. Das geht alles in sehr schöne Richtung. Das ist komische Vorbild. Ja. Ober, da ist ein Haar in meinem Sauerkraut. Ja, das ist ganz widerlich. Okay, Und was ist jetzt? Also, ich erzähle noch schnell die Geschichte und dann müssen wir ja So. doch dir nachher Ja. eine Challenge machen. Ja. Also, die Geschichte ist, ich habe eine Kollegin, die Ärztin ist. Ah. Hey, so fällt einfach Ich die glaube, beste es Geschichte da, ja. Ja, und in dem Spital, ich sage jetzt nicht wo, also gibt es auch tatsächlich ein Büchsli mit Zeug, das schon entfernt worden ist, Das Spital. aus Körperöffnungen, aus dem Hergehören. Und das eine, das ist nicht in dem Büchsli komischerweise, weil Gurken hat nicht, aber es gibt wirklich die eine Geschichte von einer, wo sie hat müssen die Gurken rausholen, wo sie in die Maschine gestopft hat und schlussendlich wieder raus hat wollen. Im Und Garten es ist der dann Wie tief hat die gestopft? so tief, dass sie nicht mehr zurückgekommen ist. Und das ist wirklich irgendwie mit Vollnarkose, nachher irgendwie Eimer voller Vaselinen und dabei bis Onyxhändchen und das Zeug rausholen wieder. Nett. Ja, deshalb gibt es die Karte. Da stellt man sich auch die Frage, wie dehnbar ist so ein Arschloch? Ich glaube, das ist... Bis es reißt. Ja. Ja, so Ja. ist das. Also ich denke, Ja. ich kann dann natürlich noch zwei, drei andere Geschichten hören, das ist nicht tatsächlich so, dass es teilweise auch verrückt. Und dann ist es noch wieder künstliche Datenausgabe. Also dann hast du verschissen, so gesagt. Also nein, ausgeschissen. Ja. Wie auch immer. Also nein, warte. Das wäre das nicht so Also zuerst, ich würde sagen, wir müssen zuerst hören und dann schauen wir was. Also wenn wir zuerst wissen, was auf uns zukommt. Nein. Die Macht der Überraschung. Und aber schon jetzt du ja nicht. Das heißt ein weniger. Nimm es farbig raus. Nein, das ist nicht. Ich glaube, du darfst nicht sehen. Ja. It's me! Oh, okay, du musst herausfinden, das Schokolade-Tasting. Also wir haben Schweizer und wir haben deutsche Schoki. Schokolade-Tasting, ja. Ich glaube, die gehört. Dann ist er Wenn du es nicht herausfindest, was das ist, dann darf ich dir gerade das mixen und du... Du wirst ausgeflogen. Ja, das auch. Bitte einfach nicht mit Baileys und Alk oder so. Okay, dann machen wir Was es ohne Alk? Dann mit Babys und was, hast du gesagt? Nein, weil ich habe schon Limoncello. der Moment's Revenge schon zweimal hinter gelernt und es ist Podcast nicht. Ist das gut? Sollen wir am Straf sein, nicht Belohnung? Ja, weißt du, es gibt hässlich und es gibt anders hässlich. Okay, ich bin für anders hässlich. Hast du wieder etwas Dummes, wo wir ihm kann... ja, genau. Warte, ich habe sogar noch ein besseres. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich finde das so jetzt fast mit dem Wort sehr gut. Also dein Maul solltest du noch brauchen. Bist du jetzt zu Bulle oder was? Okay, also ich sehe jetzt definitiv. Okay, das ist ein bisschen doof, wenn ich das so mache. Ich sehe definitiv nicht mehr. Du darfst später wahrscheinlich noch dazu sagen, wie viel Größe.
Spezi und Kali drin. Ja. Also es hat auch die Fluse drinnen und dürfen einfach einen 90-jährigen Mann und Kinderkrebs. du darfst zuerst das zweite noch probieren. Es schmeckt nach Schoki, gell? Wenn es noch abheben. Wäre nur komisch. Machen einige. Ja, komisch. Aber ich hoffe schon, dass es fair ist. Also, es wird nicht richtig aus in der Shop mixen, weil es nicht so Spaß macht. Das erste, was ich genommen habe, ist die Operette und das zweite ist Coop. Ah. Nee. Ja. Ja, aber er hat immerhin den Vorteil, dass wir jetzt können schocken. Ja, Schock, ja. Sehr. Muss der Okay. Rest noch sehen. Wann machst du das? Die vom Kobo, Beide. Ich persönlich präferiere übrigens die von Coop. So, zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten zählen das Brandenburger Tor und Ich wachse aus. Also, du wachst, das heißt, es gibt zwei Optionen, wenn man in Berlin ist. Wir haben die erste Option, nebst dem Brandenburger Tor, ist, man geht das berühmte große Bahnbier besuchen. Ja, das ist wirklich. Berliner Kendl. Das habe ich wirklich auch schon besucht. Das ist Wobei? mega spannend. Die Engländer sind ja die, die eigentlich das Bier teilweise sogar kochen. Was, ja, Engländer halt. Ja. Darum sind sie für die Inseln. Zum Glück. Dann kommen wir Stell dir Franzosen, vor, die Kultur wäre zu uns übrig gespart. Das wäre, nein. Ja, dann kommen wir Franzosen, machen wir noch die Teile. Aber es gibt noch die andere große Berliner Sehenswürdigkeit und das ist das vollgeschissene, berühmte Dixie-Klo von... Vor dem Berghain. Ja. Ah! Und dann nehme ich definitiv das. Okay. Das passt einfach. Also, die Deutsche Bahn, die baut wieder mal wieder eine neue Strecke zwischen Köln und bla bla bla. Wer hat deine Mutter als Karte? Oh, ja, gut. Die ist schon gegangen. Das ist noch wahrscheinlich Schuss. Also, die neue Strecke die ist zwischen Köln und zwei haben irgendwie zusammen konspiriert, glaube ich mal. Die neue Strecke ist zwischen Köln und 72 Jungfrauen. Zwischen Köln und Allah. Ja! Aber definitiv am sinnvollsten ist die Strecke, die neu gebaut wird zwischen Köln und der Hobbit-Höhle. Können wir die Das ist Hobbit-Höhle? mir meine Höhle. Eigentlich Ist schon. Köln und was? Also wir haben zweimal einen terroristischen Anschlag gehabt. Mhm. Einmal. Du hast ja voll oder Hobbit. Seit dem Militärputsch wird Deutschland von unten regiert. Auch 2009, aber wäre halt auch gut gewesen. Allah. Allah, ja. Irgendwie fühle ich mich von Fruchtblüten attackiert. Ja, es ist... Ich sag's mal so, ich hätte den Fehler zu machen. Definitiv. Ich schätze nicht, wie zu übernehmen. Dafür wird es auch noch. Seit dem Militärputsch wird Deutsch... Oh, das ist passend. Das ist wirklich eine schöne Ergänzung. Wird Deutschland von den Dschihadern regiert. Der ist ein bisschen gut. Der ist dafür schön. Also seit dem Militärputsch wird Deutschland von einem Hamstermarsch regiert. Von was? Von einem Hamstermarsch. Das Hamstergeschoss. Der Text kenne ich auch. Das Hamstergeschoss. Armageddon! Und,
Das wird schwierig. Es wird aber eigentlich von einem behinderten Centaur mit menschlichen Beinen und Pferdekopf regiert. Wir nennen ihn Donald. Ja, stimmt. Das haben wir schon in Amerika, das können wir in Deutschland Ja. nicht haben. Das geht irgendwie nicht. Der Hamster finde ich auch gut. Ja, das ist auch wirklich so ein schönes Bild. Das ist ein schönes Bild, wenn du einem Rednerpunkt vorstellst, wo einfach einer dort steht mit der Hose unten und der Hamsterhose. Das erinnert mich ein bisschen an Black Mirror. Ja. Die erste Staffel, die erste Folge. Schweinerei meinst du? Mhm. Das ist eine schöne Folge. Ja. Es kommt eine neue Staffel irgendwann ist wieder. Ja. Ich stelle mir wirklich gerade die Situation wirklich vor mit dem Hamster. Ja, aber eben so, wirklich musst du dir Mhm. so ein Land von der Nation vorstellen. Aber wenn der Hamster rauskommt, ist man fühlt sich schauen. Ja. Ja, Aber also ich muss sagen, ich finde wirklich alle sind fantastisch. Aber der Hamster gibt schon ein sensationelles Bild an. Ja. Das ist wie Hamster. Den Hamster an. Ja, meine Dschihad-Rückkehrer gehen wieder mal leer aus. Immer die Jungfrauen haben sie bekommen. Ja, was willst du mit dem Raum mit Nerds? Nein, der Punkt ist, was willst du mit Dschihad-Rückkehrer? Also Mit die haben Dschihad kehrst du nicht zurück. Ja, eigentlich schon. Also sind das einfach... Das ist einfach Puss, Dschihad-Pussis, Ja. ja. Sebastian Vettel wurde positiv auf getestet. Was? Ein Biohaus? Nein, Bio. Du kannst Biohose nehmen. Dann nimmst du eine grosse Eisflasche und einen dicken Hals und gehst irgendwo. Also kann ich mal etwas beiseite. Er ist so unschuldig. Oh. Ich bin ein Nerd. Nerds sind unschuldig. Gerade aus dem Nerd kannst du das wissen. Beim Grader Das über die wüsste ich Seite hast du eine grosse Eisflasche und... Nein, das habe ich eigentlich so Oder ein Puderflasche. kondomartiges Dings gehabt. Ein Katheter. Nice. Ich bin praktisch. Wow, Bathroom. Nein, ich kann mir einfach stark aus anklicken. Aber jetzt weiss ich, was du meinst. Einfach mal. Schaffst du jetzt wieder? Oh, Weil dann ist eh. so, der Sebastian Vettel wurde positiv auf Counterattack getestet. Oh, schlimm. Das ist schlimm, schlimm, schlimm. Auf ein schwarzes Loch. Schon wieder? Für Okay. Abkürzungen. Ja. Und ein Analplug. Oh, Das ist der Analplug aufs Ja, Bild. wenn du mal müsst, oder ist dann so. Wobei, wenn man so einen Analplug drin hat, muss man ja immer denken, dass Was man meinst aufs WC muss. Das heisst, man fährt schneller, wenn man schneller am Ziel ist, man schneller aufs WC kann. Tricky. Und für den Analplug Voraussetzung ist natürlich das schwarze Loch. Das Schwarzloch ist hilfreich bei der Analplug-Voraussetzung. Und der Kautabak hilft einem ruhig zu bleiben dabei. Ja. Ja, ich glaube, der Kaltenbock, da war noch witziger, das passieren. Ich will einfach so. Aber spätestens aus so, das kann der grosse Skandal. Oh, Also, Ist der- also ist das ja, seine ja, Wahl? ja. Der Kautabak. Ich glaube, Snus ist schon mittlerweile bei uns verboten. ja. Echt? Ja. Also der Verkauf, glaube ich, aber der Besitz ist noch erlaubt. Der Das Post. ist Snus. Keine Ahnung. Das ist etwas machen. Oder im Post ist es erlaubt. Ja, es ist ein Minus, was ich glaube. Nach einer stundenlangen Orgie gönne ich mir. Ja, das ist gut. Was? Das. Oh! Ja. So. Ganz natürlich nach einer stundenlangen Orgie gönne ich mir Dünnschiss. Ja. Das sind wir wieder beim Analplan. Dann ist es Saft wieder, oder? Ah! Nach einer Stunde. Ah!
danke. Manchmal gehen aber die Orgien so viele Stunden, dass es schon Tage sind, die ich im Job verliere, darum gehe ich wieder noch meistens Hartz IV. Du bist dann wieder schnell arbeiten. Das Problem bei den aber sehr lange, stundenlangen Orgien ist dann eher, man bekommt Hunger und darum gönne ich mir dann auch gerade das Menschenfleisch von diesen Orgienpartnern. Ja, also ich meine, irgendwo musst du ja die Opfer... In den Dünnschuss. Das ist ganz leer. Gönnst du den Shit. Ja. Ah. Ja, je nachdem, welche Position das du hast, musst. Ist das erfahrungswert? Nein, das war eher eine Videofallstudie gesehen. Ein Fernkurs. Ja, genau, Fernkurs in Deutschland. So ein Hamsterportal, gell? Ja. Das war übrigens das Witzigste gewesen, wenn eine Fall, die irgendwie nicht ankam. Und dann haben sie das ganze Bildschirm orientiert mit Ordner. Okay. Und dann ist nochmal draußen, sind wir schnell angeschaut, da dachte ich, ganz dick im X-House und Newport und sie so verkauft. Im Büro rein. Ah. Das haben wir bei uns im Geschäft gemacht. Und so aus diesem Grund, es hat auch so Datenschutz, dies, jenes und so weiter und so fort. Also eigentlich, sobald man aufsteht und wenn es auch noch ist, um den Ecken geht, Bildschirmsperre, Passwort und so weiter und so fort. Und da haben wir halt einfach nur einen tollen Gedanken gehabt, wenn das jemand mitgemacht hat. Dann haben wir einfach Dann haben wir alles aufgemacht und wenn man auch nur den Browser auf Arabisch geändert hat oder sonst irgendwas. Alles ist immer gegangen, auf jeden Fall. Das, ja. Bei einen Bruder haben wir immer Geld vor, dass in Gruppe das gemacht hat. Und bei jetzigen Bruder sind wir harmloser, dass wir das Justin Bieber in Gruppe haben. Nein, ich finde immer noch schön. Harmlos. Nein, ich habe halt auch so Screenshots gemacht vom Schreibtisch und alle unsere umgestaltet. Das ist aber geil. Das ist geil. Das ist ganz geil. Da machst du Leute ziemlich wahnsinnig. Und früher natürlich auch, wo es noch das Gemüse mit der Ecke hat, einfach mal, also mit der Kügelchen rausnehmen, das ist ja immer gut gegangen. Laser abkleben. Ja, ist ja gut. Buchstaben umtauschen, Tastatur. Und ich kann eben, in dem Moment ist es schon gut, wenn du einen Screenshot machst und dann das gleich ausblenden. Genau. Und alle Ordner Profitiert. Ja. Willst du ihn um 90 Grad drehen, dann hat der Monitoreinstellung um Oh, 180 der Grad ist drehen. geil! Das Der heißt, wäre der Ausleiter falsch wäre. Okay, Ja, der ist geil, auf den wäre ich jetzt auch nicht gekommen, Ja. aber ja, sehr geil. 180 Oder Ist es mit Grad? Das oder haben wir Ordner alle erstellen, noch mit Pferdepornos, Screenshot machen, Hintergrundbild, Ordner löschen. Und das ist bei den Dings, das mit dem Bildschirm und so weiter geht, vor allem bei den internen Grafikkarten, bei den integrierten. Also einfach rechts unten das Hotkey hast. Und die aufgekommen sind an einer Lernparty, haben genau das bei X Leuten gemacht. Das ist so eine Beruhigung gewesen. Aber geil. Also, Bundestagsabgeordnete diskutieren häufigsten über verträgte Monitor. Also, Direkt. Also, so. nein. Es ist plötzlich so. Ja, das geht jetzt auf der Es Galaxie. ist lustig, so oder sinnlos. Ich habe gut gefunden, das liegt auch daran, ich bin ein sehr großer Comic-Fan. Und das erste, was ich einfach hatte im Kino, war auch einfach wieder so RCD-Ego-Sympathie. Und ich auch so, Traum nicht, er tut nur so. Okay. Also, Bundestagsabgeordnete diskutieren am häufigsten über ein T-Shirt. Ja. Wo die haben sehr viel. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, was ist jetzt? Wo steht? Es steht jetzt. Sie diskutieren über Wahlgesang. Das könnte ich mir noch vorstellen, deshalb kommen sie irgendwie nicht vorwärts. Also, wenn ich gewisse Politiker teilweise reden höre, wundert es mich, dass nicht vorkommen, weil das tönt wie Wahlgesang. Das ist so, Vor allem so in Richtung Bayern. das ist so wie die zwei Blauwahlen, die in Barinnen sind, oder? Beim Trinken oder rennt so. Dann fangen wir so. Halt schon, ich bin besoffen. Okay, Ah, der sehr klingt nice. gut. Nein, möchte diskutieren über die Dunkelseite vom Mond.
Das sind Nazis. Ja, aber genau, das Er hat sicher noch Basis. Ja. Und gehören die... Das ist mehr. Aber auch sehr geiles Buch. Gut. Und das einfach das Mund, das Du kannst selber lesen. Buch. Du bist kein Analphabet, was gibt es Buch? Nein, Ich will das von gesehen. Von einem Schweizer Autor, Okay, nein, das ist eigentlich Martin Koch. Da geht es um einen Banker, der Pilzli frisst. Und Pilzli verwünscht, der nur ab dem Trip wieder runterkommt, wenn er das zweite Pilzli nochmal frisst. Okay. Hey, nein, das ist eigentlich eher da, wenn ich... Dass wir unter die gleiche Autor hat auch der Ringfing geschrieben. Nein. Das ist einer der bekanntesten Schweizer Autoren. Weil Das es. musst du mal lesen, das ist sehr gut. Sehr gut. Bekannt aus der Spontane. Das glaube ich nicht. Davon bin ich tatsächlich eine der erfolgreichsten Autoren werden. Aber Wo der hat wo irgendwie 60 Millionen. Ja, logisch. Das ist einfach so. Wenn man es in Sachbuch anstellt, dann können ganze Schulen angehen, das Buch kaufen. Aber ja, Du hast mal gegangen. Ja. Oh Gott sei Dank mal der furchtbare Linkseite lang gesehen, wie jetzt geheißen. Mr. Park. Der Mr. Park, ja. Ich habe sogar Aktien gehabt und bin Oh, eine. Das ist jetzt wertlos. und ja, die ist ein bisschen wertlos. Okay, wir haben eine neue Castingshow in Deutschland. Deutschland sucht den Super. Und in der Jury hocken. Ja, ich muss 2 haben. Hast du mir noch einige? Ja. Super. Wer hockt in der Jury? Das sind 2. Ah, okay. Nochmal. Kann man das doch keine Hochgetrunken? Ich glaube, So. es ist nicht angekommen. Er muss jetzt echt Multitasking, also es erst anfangen versuchen. Für die richtig schwierigen Fragen kommen. Kann man Windows öffnen? Wird dann einfach ein bisschen. Oder fliegen ein Pinguin rein? Pinguine wären nicht so schlimm. Auch ein bisschen Äpfel. Dann können wir dann schlecht hochkommen. Also, die neue Castingshow ist, Deutschland sucht einen Superseitenstrauch. Und in der Jury hockt der Räuber Hotzenplotz. Gut, das ist jetzt aber sehr schweizerisch. Nein, der Nein. Konzepot ist ein deutsches Ja. Kind vom... Ja. Nennen wir den Papa Wie heisst mal. der? Und nein, ich bin schon deutsch. Also Open the window. Ja. On your own risk. Okay, Wenn man gefressen werden ist. Oscar irgendwas, heisst der? G Berlin. Also, die neue... Keine Ahnung. Deutschland sucht die neue superabtackelte Anfängerin. In der Jury hockt YouPorn. Jetzt haben wir halt Community Voting, oder? Deutschland sucht einen Superanalphabet. In der Jury hockt der Jutta. Okay, Lesen du nicht kannst. der passt jetzt aber wirklich Der gut. ist irgendwie recht... Ja, Der ist richtig ja, der ist schön, ja. Ich bin für Yoda. Dankeschön. Also es sind doch nicht alle Star Wars Karten Nein, Nein, das ist ja lassen wir dann mal kein ein zu mir. So, da Wobei der rasierte Chewbacca hat er gehabt. Nein, das ist auch Ich habe nicht ihn so. Das vorgelesen. hat er nicht gesehen? Ja. Okay. Ja, neu werden die Bilder in Form von produziert. Ich weiss nicht, wie die auch schön sind. Der ist schwach. Aber es ist ja für mich auch nicht der Leben. So, ich will schön ans Wort sagen. Also neu werden die Bilder in Form von Stefan Raab und Elton produziert. Okay, zwei würde ich kaufen. Aber da wird es auch noch schwierig, weil die Lechtleben vom Stefan, das ist aber gleich bei Filmen, oder? Ja, okay, das hat etwas. Aber ich frage mich, ob das der Kombo ist, irgendwie so, einer ist anal und der andere ist vaginal. Also beide gleichzeitig. Aber was ist eine? Ah! Ich muss sagen, die diese. sind so 4 Fuß an Fuß auf den Knie und dann so über und dann Ja. kannst du wirklich. So wie Cat Dog. Ja, genau. Ja, unter anderem auch für unsere jüngeren Zuschauer Devil News. Ja. Oh mein Gott!
Ja, das ist eine Reise, ja. Die schmecken sogar noch nach den verschiedenen Geschmäckern. Oh, schön. Also bis Papier. Mhm. Oder natürlich auch, was ob du In Form von einem dicken Pony. Kekspony. Das ist aber ein Einhorn, nicht der Pony. Der auf dem Markt ist. Das ist glaube ich Pony, oder? Bis jetzt gibt es nur Einhorn. Okay, klar. Mehr Glück. Ganz klar. Das Pony ist jetzt für die erweiterte Modell. Ich finde vor Stefan Raben Weltplatz Ja. Ja, danke. die Vorstellung. Das ist ziemlich Ist Stefan Rapp die jetzt über ins Fernsehen zurückgezogen? Mhm. kurze Nur im Pause. Hintergrund werden. Also Pause, kurzes Aufhören. Ja, ja, gut, das ist ja irgendwie so nicht. Also Also ist das Kater normal. zum Beispiel glaube ich nicht 10 Monate gut inzwischen. Also falls ich noch Kater nicht können, übrigens das müssen. Also die meisten Welt der Welt. Am Anfang war das dann. Ja. Der Text der Nationalhymne lautet und für das deutsche Vaterland. Also 3. Ja, 3. Oh mein Gott. Wieso kriege ich immer das Singen aufgehoben? Das ist ja geil, das ist geil. Oh, ja gut. Nein. Ich müsste jetzt das Deutsche fast aufstehen und so Hand aufs Herz. Ja, das müsstest du jetzt eigentlich schon vortragen und nicht einfach. Da muss Okay. das Herz nicht Luft, es wird aber ein Winken. Nicht gut. Nein! Appelarm. So. Also. Der Text von der neuen Nationalhymne lautet: Ritalin und Ratten, Gift und Spießer für das deutsche Vaterland. Sehr schön, sehr schön. Ja. Nachbar hat uns da als Deutsch gespielt. Doch. Oh mein Gott. Bernd das Brot und Zecken und ein alter noch bisschen stinkender Penner für das deutsche Vaterland. Oh mein Gott. Oh, sehr schön, sehr schön. Orgien und Orangenhaut und Trabis für das deutsche Vaterland. Ich nehme Trabis! Trabis, einfach Trabis, das ist... Ah, Oh mein Gott. das wäre viel besser so. Mit Trabis? Nein, Nationalhymne. Also was ist es? Ehre... Was ist es tatsächlich? Einigkeit und Recht und Freiheit. Aber ich muss Also die sagen, aktuelle zumindest, die alte ist noch ein bisschen anders. ja, ja. Aber ich meine, gut, in der Die Schweiz schön auch gesehen, nicht nur sehr mit Blut und Boden und was? Hm? Blut und Boden und sonst viel und. Nein, die alte ist Deutschland über alles. Aha, oh, okay, ja. 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 Böse. Ja, das ist... Bla 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 is Germany's next topmodel. Das ist doch, wenn man auch so geile Karte auf der Hand hat. Muss ich passen. Ja. Also, Germany's next topmodel, nicht Model, ist Benjamin Blümchen. Auch sehr gute Modelqualität hat der Meister Dropper. Ja, das ist shiny. Gut, ja, shiny vor allem. Ja. Und nein, definitiv das nächste Topmodel wird sich auch nicht viel ändern, im Vergleich zu der bisherigen ist eine aufblasbare Gummipuppe. Ja, Ist genau gleich. Du bist der gleich grosse Intellekt.
würde ich jetzt sagen. Vor allem, Man gehört die Puppe. Dann gehört die Puppe mir. Ja, auch da wieder Situationen. sie nimmt einen Schwanz aus der Butter. Sachen, die man nicht sagt, wenn man der Gegenüber nicht weiß, dass man eine Katze hat. In der Sauna genieße ich. Ach du Scheiße, jetzt kommt das so. Oh shit. Alles wird gut. Ich kann wieder entscheiden. Ich nehme jetzt auf irgendeins. Das ist alle gleich durch. What's wrong with you? In der Sauna genieße ich nackte Omas, ja, das ist ja der einzige Grund, warum wir laufen, hast du etwas gesehen? Schluss mal hängen. Ich finde aber Opas fehlen. Ja. Auch meine rasierte Liebe, dann nehme ich immer mit in die Sauna. Du bist schon was. Justin Bieber? Nein, Synonym Ja, ja. von Bieber. Und sehr geil finde ich auch so nach der Sauna. Ist ja am Anfang so ein kalter Becken, aber eigentlich kann ich sagen, dass das kalte Becken nicht pissig gefühlt ist. Wieso nicht schon in? Den Dampf ist das so schön. Was darf ich nicht pissig? Oh, jetzt sind wir beide mal in Hamburg gewesen, in der Boutique Pizza. In der Boutique Pizza? Pizza. Okay, nein. Das ist äußerst unterhaltsam. Das ist zweistöckige Sexshop und einfach mit allem, was eigentlich nicht denkst, dass es sollte existieren, aber denkst, dass es könnte existieren. Also mit allem Fetisch. Das ist der Regenbogen. Ja. Irgendwie so ganz vorne links. Ja, genau. Also unten Ja. in so schöne Sachen wie zum Beispiel das Wägeli und Geschirr, wo die Damen kannst einspannen kannst, mit dem Dildo für den Arschschienen, wo du Streifen noch hast und einen Hufschuh. Oder sehr schön, ja, also ich kann das nicht mehr ganz röstig. Sehr schöne Sachen sind auch so ich weiß nicht, wie du das nennst. Ganz wichtig. Peniskäfige, wo Elektroschocks kannst geben, auch sehr, sehr schön. Und dann gibt es auch tatsächlich, jetzt zurück zum Thema Urininhalatoren. Es gibt so Gasmasken ja, no joke. Es gibt so Gasmasken mit vorne dran Gefäß zum Erhitzen, wo du drinnen sagst. Das hat ja wirklich auch so ein bisschen daran umgefallen, dass du drinnen sagen kannst. Wow. Oder du den Kolben erhitzen oder du Urin inhalieren, also da wären wir wieder. Ich weiss jetzt nicht. Das ist vor allem, wenn man Grippe hat oder so. Aber ich Okay. kann euch das sehr empfehlen, dort mal reinzugehen. Es ist äußerst unterhaltsam. Ich habe schon gedacht, Die richtig geile Geschichte war noch, es hat im Unterstock auch so die, ich weiss nicht, wie sich das nennt, Dildos für einmal, weißt du, so kleine Stahlstäbchen oder ist was im Shop. So, und dann gibt es in verschiedenen Durchmessern und wirklich teilweise irgendwie relativ weiss. Ich bin der Kollege Dildo und dann also Gott verdammt, wer macht das? Wir lachen uns kaputt. Da kommt das Linksbärchen mit dem Verkäufer und sagt, ja, Entschuldigung, kann Sie schnell das Nummer 7 geben? 6 sind wir schon daheim, jetzt würden wir gerne mal 7 verlösen. Das Gris. Wow. Und wenn wir hören vom Domian wären. Genau, da wären wir wieder rein. Ich habe schon gedacht, der Kölner Karnevalsladen sei lustig. Weil dort auch schon sehr lustige Sachen drinstehen. Aber das toppt es wirklich. Und so ein bisschen, Also unbedingt, also wenn du mal in Hamburg bist, unbedingt vorbeigehen, es ist ein riesiger Spass. Das glaube ich. Also, ja, also, Oma, Biber oder Becken. ja, wir bleiben jetzt bei der Pisse, haben wir das schon so weit ausgeholt haben, muss ich irgendwie fast. Bin ich verpflichtet. Das war meine Pisse. Mit meinem Psychiater spreche ich meistens über.
Weiße Mäuse. Hallo Schatz. Scheiße, jetzt das perfekte Ding auf das Blatt kommt. Das ist das Ding. Also mit meinem Psychiater spreche ich meistens über Berliner Busfahrer auf Ketamin. Okay. Natürlich die dunkle Seite der Macht. Und über mein heimliches Vergnügen nackt das Sandmännchen schauen. Ja, das verstehe ich so. Das ist Ja, doch, Sandmännchen ist ganz gut. Merci. Kannst du das dann ansehen? Nein, ich habe das nie geschaut. Okay. So. Es ist nicht so weit. Komm schnell ins Bett und schlaf, Mädchen. Dann jetzt auf mich zu gehen. Mit ist alles besser. Oh, das ist jetzt Es ist wirklich zu, es ist gelogen, aber ist gleich. Das ist jetzt ganz viel. Was du lügst. Nie. Nein. Ja, jetzt musst du schauen, wenn ich das einsetze. So many options. Mhm. Komm nur, Platz ist im Gang. Also. Mit Panzertape ist alles besser. Das ist wohl wahr. Stimmt. Das Das ist ist Rating auf dem Das Set. ist Von dem wirklich her wahr. ist es besser. Ja. Mit Erdbeerkäse ist alles besser. Was zur Gölle ist Erdbeerkäse? Erdbeerkäse. Bergkäse halt. Kennst Du bist das ein Deutscher. nicht? Ja, mit Käse ist alles besser. Es gibt so eine Frauenfusch-Episode, wo irgendwie eine, wo irgendwie eingeholt, dass sich die Zimmertemperatur anpasst. Gut, das haben die meisten RTL Ja, Protagonisten ich glaube, das und ist die Zuschauer. Voraussetzung, oder? Ja. Wenn du einen IQ-Test machst und wenn du bestehst, dann kannst du nicht rein. Bingo. Ja. Und mit Schmetterlingen ist alles besser. Schmetterlinge. Schmetterling. Was heißt Schmetterling? Schmetterling! Das ist also das. Das Wort ist so furchtbar. Papillon! Ja, eben genau. Farfalla. Butterfly. Schmetterling! Es gibt ja mal viele deutsche Wörter. Ja, ja. Es gibt auch die zweite Version. Sehr schön ist auch Apfelkerngehäuse. Das ist wirklich so, hey, look, Apfelkerngehäuse. Gräubschi. Aber sind wir ganz ehrlich, Bötschki. Gräubschi. das hast Bötschki. Gräubschi. Bötschki. Gräubschi. Bötschki. Gräubschi. Also, Bötschki. Schmetterling, Erdbeerkäse, Zahntaste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss, Panzertape macht wirklich alles Das besser. ist wahr. Das ist wirklich richtig recht. Ja. Ich habe mal eine Party geschmissen, wo das Motto war. Panzertape. Panzertape und Alufolie. Genau. Aluhut. Panzertape und Alufolie und alle haben sich einfach Kostüm gebaut aus Alufolie. Hey, es ist so fantastisch. Irgendwelche Rüstungen, Waffen, alles Shit aus irgendwie Panzertape zusammen. Ich weiss noch, der Das war Kollege, richtig geil. Gewesen. der mich mal an einer Party mitgelassen hat und mir nicht gesagt hat, dass es eine Bad Taste Party ist. Oh. Und gefällt, komm wie immer. Ich habe gewonnen als Ist bester Nerd-Cosplay. immer noch dein Kollege? Bekannte. Okay. Also, er hat sich nicht verbessert. Ja. Aber ich habe immerhin gewonnen von dem her. Das ist fast mit Charlie Chaplin der Männlichkeitswettbewerb erzeugt worden ist. Ja, ähnlich. Your turn. Oh fuck. But why? Because fuck you. Ich bremse auch für bla bla bla. Für was bremset ihr so? Für Automomis, für Radfahrer. Ich bremse nicht für den Nordic Walker. sind Skifahrer von Ski vergessen. Irgendwie willst du schon mal die Antwort.
Jetzt wird spannend. Die liegt auf der Why? What? Also ich bremse so für die jährige Handgranate. Ich sehe nicht, was? Da würde ich nicht nur bremsen, da würde ich davor fahren. Ja, darum macht es keinen Sinn. Und Nein, ja, ich will Worms ist die erste Folge von Manowar TV. Ah, tatsächlich? Ja. Sehr geil. Nein, Worms habe ich seitdem sehr exzessiv gespielt. Da Und hat- nachher ist die durch eine 3D-Shit gekommen. Ja, gut. Kann man Ich weiss noch, Kann das man ist... eben dann extra wieder auf PS3 kaufen. Auf der PS4 gibt es nur 3D-Ones und 3D-Ones. Geht. Auf dem PC Master Race gibt es halt alle Ja, ich finde, das ist etwas, wo man das vierte mit Alkohol muss zocken. Kann man am PC auch, man kann ja 4 Controller dranhängen. Ja, nein. Nein. Nein, der Punkt ist, wir haben wirklich die erste Folge mit Worms gespielt. Und da hat der Studi noch seinen Cocktail gemacht aus den runden Teils mit der Ananas, wo noch das Kreuz draus geschnitten hat. Und so ein richtig goldiger Getränk mit Glitzer und allem. Ist so richtig episch gesehen. Okay, geil. Also wenn er wieder mal Wars battelt, dann wäre ich dabei. Das Time mal gehabt. Definitiv wieder. Was ich auch nicht würde bremsen, sind ausgeleitete Mösen. Das wird nicht bremsen. Das heißt, ob es zum Gas geben. Vielleicht leiert es sich wieder rein. Und da bremsen würde ich mir ehrlich verpflichten. Ich weiss jetzt nicht genau, wie ich auf der Straße Das ist der rumliege, einzige Sinnvolle. Wieso? Bei Ja, ehrlichen ist Pflichten sicher. bremst du. Steigst du aus, vollführst die ehrlichen Pflichten und gehst schon weiter. Aha, okay. Kommt auf an, was man als ehrliche Pflichten nennt. Ja, das ist schon klar, was es ist, aber Essen. genau, ins Laden bringen. Einkaufen gehen. Ja, jetzt haben wir einen grösseren Besuch. Wow, what the hell? Ich glaube, es wird jetzt Kampf kommen. Ja! Karriere 10 verpflichten. Minuten. Ja. Ja. Ist es? Bayer produziert neuerdings auch Medikamente gegen. Da hätte ich jetzt ein paar eheliche Pflichten besser gefunden. Was ich jetzt sagen, hätte ich besser gefunden. Oh! Ja, also das ist das Neuling. Gegen Syphilis ist Lehm. Aber Medikamente gegen Masseneinwanderung finde ich relativ interessant. Das ist wahrscheinlich auch Sinokali oder so. Und Medikamente Senfgas. gegen Anti-Tabak finde ich eigentlich auch noch vernünftig. Das ist mehr als vernünftig, du brauchst keine Medikamente, du brauchst eine Massenvernichtungswaffe. Das ist nur eine. Hm? Es ist nur eine Rüstmasse von der TikTok. Das sind 2 Brüste. Ja. Gut, wer kann mich sich. Ey, so aufpumpt, du weißt nicht, dass in diesen Brüsten alles drinnen ist. Bei ihr. Shit, Das das kann war alles sein. In der Schweiz ist noch nicht die Brüste so viel Kopf. Ja. Ich habe nicht gesagt. Der Ja. Kopf ist ja nicht. Trotzdem, ich finde, ja, die Nadel, die Nadel muss weg. könnte man medikamentös entfernen. Abgenippelt. Ich stelle mir so gerade so, wenn so ganze Truppe vor der Nadel ihrem Daheim ist, so Nadel muss weg! Die Nadel muss weg! Wir sind das Volk! Die Nadel muss weg! Okay, das durch verlor ich meine Jungfräulichkeit. Oh Gott, das ist richtig nicht schön. Au. Da passt zu, das ist Scheiße! Zu dir meinst zu viel. du? Weil du gibst ja die Antwort, das ist deine Du Jungfräulichkeit. lässt es vor. Ich bin gespannt. Hey. Liane noch hin. So. Was da an Christus. Ach, das ist Mischkäfer. irgendwas. Ach, was so. Das ist ein Wahnsinn. Einfach nicht berühren. Wenn man die Dinger berührt Die oder stinken drauf wie Sau. kommt, die stinken wie Ja. die Hölle. Das wäre einmal
Ich weiss nicht, wer von Peter Maffay entjungfert worden ist. Oh, du glaubst, oder? Definitiv nicht. Nicht. Das ist auch nicht meine Antwort. Ah, okay. Ja, der flotte Dreier mit der Oma und Opa geht natürlich auch zum Oh, Start. es bleibt in der Familie. Durch eine Abtreibung. Muss Also, das nicht zuerst rein, Maria. bevor es wieder rausgeht? Wieso das kann ja auch schief gehen? Das ist ja durch Kennt ihr das nicht? Das Baby's Pregnant is Pregnant too? Das Spielzeug? Ja, Was? das kenne ich. Das Baby Pregnant? Das Baby, das schwanger ist? Und Ja, das Baby vom schwangeren Baby ist auch schwanger. Was? Das passiert, wenn Abtreibungen fehlgehen. Und dann wird das Kinderspielzeug Was verkauft, um gegen Also, das wird Abtreibungen wirklich zu krass. ja, Aber Ja. Abschlecken vom Gimli ist nicht auch passiert. Okay, ja, das könnte sein, das könnte sein. Ja. US-Kinderspielzeug. Der Dings ist der Dreh mit der Oma und dem Opa ist ganz grusig. Sehr schön. Ja! Vor allem ist es sogar passiert. Nicht jetzt mal. Ja, ich befürchte, das ist irgendwo irgendwann mal passiert, aber nicht so gut. Mesut Özil, wer nicht weiß, wer Mesut Özil ist. Mhm. Mesut Özil hat wegen beim letzten Spiel seinen linken Schuh verloren. So, wer hat gelernt, oder? Ach, der wäre geil. Er hat aber nicht nur die Schuhe verloren. Ja, das ist Da hängt da was dran. Der Fuß ist noch drin geblieben. Ja, der Fuß spürt ja nicht, der Schuh schon. Im Portemonnaie. Ich habe letztes Mal gesehen, was so Fußballmedaillen kosten. Also, Mesut Özil hat wegen Krusty the Clown im letzten Spiel den linken Fuß von der Schuhe Wahrscheinlich verloren. hat er aus Versehen seine Schuhe angelegt. Ja. Ist er drauf gestanden. Viel realistischer finde ich allerdings wegen dem Tourette-Syndrom. Also was er hat. Das war kurz vor der Rote, gewesen, weil er am Schiri Arschloch gesagt hat. Ah, ja. Aber definitiv und glasklar, er hat sie verloren wegen Sackläuse. Also, sein Sack hängt so tief, dass eigentlich sein Sack in der Schuhe. Man muss es so sehen. Mesut Özil, seine Sackläuse, die werden auch weg. Aha. Es gibt immer einen Grund, sich zu bessern. Mhm. Und deswegen hat er den Schuh genommen. Ja, okay. Ich meine, er ist den Ja. Schuh auch schnell genug. Ja. Also ich nehme die Sackläuse. Jo. So, das neue Shampoo von L'Oreal beinhaltet Blau und Blub. Mm. Sind zwei richtig? Ja, klar. Also, das Shampoo von L'Oreal beinhaltet Obdachlose und Kauerkinder. Muss ich uns nicht. Er benutzt den Tampon und Babyspeck. Schwierig. Passt zu L'Oreal? Dafür sind wir alt, oder? Sind wir alt schon? Oder es beinhaltet einmal mit Babyschwanz für Surregal und Teenager-Schwangerschaften. Nein, ja, sie werden schon aus hygienische Gründen für den benutzten Tampon für den Babyspeck. Bist du Babyspeck verraten? Beim Geruch. Nein, das lockt so viel mal mit Pfefferschwanz an. Ich bin diskriminiert. Also, ich. Ja. So. Nein, oder sind wir? Ich würde sagen, wir haben jetzt 21,56 und ihr habt noch keine Challenge gehabt. Dann tun wir auch noch eine machen. Ja. Ich würde Sie sagen. machen das. Nein, ich würde sagen, wir ziehen das. Ich fahre. Ja, gut. Ich kann ihn auch verzogen. Uri ist bezogen. Ich habe das du wohl sehr falsch. Stimmt. Ja.
Du kannst nicht so nicht, das meine ich. Hm? Du kannst nicht so nicht. Nein, der macht im Fall nicht. In dem Fall ein Apfelschutz. Was? Deutsche Nationalhymne, die singe ich. Also ich singe auch grundsätzlich nicht. Aber bei den Deutschen wüsste ich nicht eins. Das kann ich nicht machen, muss ich fahren. Ah, dann weißt du was, dann wir duschen. Ich singe sicher nicht. Dann gibt es ja neu für dich. Du mit dem Liegestuhl. Oh, das ist... Singen Schlager noch mal, das ist wieder singen. Hast du eine Hut tragen? Ah, ja, dann... Ich habe ein Gesicht, das länger, kommt der nächste. Nein, jetzt komm jetzt. Weißt du was, das ist einfach, du kommst jetzt den Hut über und noch einen Schnauz dazu. Der Runde mit sächsischem Dialekt. Was, Der Runde mit sächsischem Dialekt. Ja, dann ist zwar keine Runde, aber ich finde einfach, du kommst Beer Tasting. Ich finde, du kommst einfach noch einen Schnauz dazu, wenn du es bei dir. Guten Tag. Und du hast noch das Bier-Tasting. Jetzt Ja. bin ich gespannt, ob du herausfindest, welches Bier welches ist. Und ein Stab. Das ist das erste. Ja, hätte ich nicht. Hochgebraucht. Ah, ist ja gut, ich kann ja schon mit sehen. Schneiderweisse. So, ja, besser. Ein Monobrauen. Mhm. Fancy Monobrauen. Also mit der Ossi und so gehabt. Ja, das ist gut. Schulaufgabe. Du mal einen Satz. Sächsisch bitte. Ah ja, danke. Moment. Du mal einen Satz mit Gänsefleisch. Gänsefleisch wollen in den Kofferraum aufmachen. Gänsefleisch, ja. Der Vater und Sohn auf dem Hochsitz oben, oder? So gesagt, und es hat zwei Büchse rumlaufen, oder? Das Vater wieder umgesetzt, irgendwo das Bärchen rumlatschen, sehr recht hübsch. Der Sohn sagt, guck mal Papa, Füchse, Füchse! Und der Vater, ja wenn du deine Mama nicht sagst. Es wird schwierig. Es ist nur ein bisschen Frage. Oh, okay. Eisbier. Welchen hättest du ganz erst? Das, was nicht verloren ist. Das sind beide top. Okay. Gut schäumeln. Ist interessant. Ja. Das Röhrli. Röhrli hatten wir auch. Also ich kann sagen, es ist kalt. Das ist echt nur kalt. Merkst du irgendwie genau nichts davon Geschmack, das hilft auch. Ja, das müsste das Deutsche sein. Schmeckt nach Wasser. Ich habe dir zuerst den aus der rechten Hand gegeben. Als Deutsche in der rechten Hand natürlich. Willst du mich verarschen? Nein. Oh je, mach mir einen Shot. Nein. Ja. Jetzt kommt die Das Erfahrung ist- vom das ist, Studi zum Tragen. Stimmt. Du hast den Kopf ab, das ist nämlich stärker. Ja. Schweizer Bier stärker als Deutsches. Du schmeckst ganz leicht, dass es stärker Ja, ist. bitte, aber Das es sind nicht hilft typisch. schon nicht, dass es gefroren Ja, das ist klar. Da kannst du halt haben. Das Eisbier. Recht, ich muss noch fahren. Hm? Ich muss noch Ja, fahren. ja, jetzt. Okay. Oh Gott. Ach ja. Und ich würde sagen, es ist zum Oberspielen von dem Fette. Ja, Also, eins nehme ich Zum schon. schnell erklären, der Shot hat eine gewisse Geschichte. Er heisst Woman's Revenge. Okay. Wir haben den gemacht, wo es um das Thema Dings gegangen ist, Gamergate. Beziehungsweise die Studie hätten gemacht. Hallo Frau Quinn. Und jetzt die andere. Sakurian Sasquatch und so etwas. Ja, das klingt irgendwie. Also, es ist einfach alles, was du hast. Nein, Nicht. der hat wirklich ein Rezept. Okay. Zumindest sieht es schön aus. Ich mache nur, weil es nur eine soll geben, mache ich ihn schnell in einem Reagenzgläschen und vor allem in einem Reagenzgläschen gerade für den Shot irgendwie interessant. Oh, es flöckelt, yay.
Danke vielmals. Nennt man da auch Blowjob oder so? Nein, Woman's Revenge. Also, Danke vielmals. Der Shot hat ein bisschen Tradition bei uns. Yay. Oh. Ah, ist doch okay. Der ist der Gilde. Nein. Nicht gut. Ah, okay. Oh, das ist okay. oder ist da etwas Der anderes? Baileys Glass. Base. Und Zitrone. Ist nicht gut geschmeckt? Ich habe es jetzt ein paar schlimmer erwartet. Sag's mal so, das Flöckchen im Mund ist Das Löchel ist gruselig. Eben, das ist Ja, die das. Konsistenz ist furchtbar, aber der Geschmack oh Gott. Nein, wenn wir jetzt einen Jägermeister gehen, ist wirklich der Britisch Gott. Also, das war no joke. Darum der Hirsch. Wenn wir schon- Ja. Es gibt Besseres als Jägermeister. Das ist noch da. Ah, Stroh. Stark ist scheißegal. Ich Stroh. weiß. Ja, ja. Ach, bei Jägermeister ist das. Es geht ohne Stroh ab. Ja. Stroh 80 ist ganz überfaltet, weil wenn du meinst, es ist Du kannst eins von diesen zwei. Also das Triebstoff drauf am Schluss. Cheers. Zum Wohl. Eisbier. Ja. Mit zu lang drin gewesen. Ja. Also es sieht eigentlich noch geil aus. Also okay, der Frühling ist schon sehr schwierig aus. Oh. Das ist das Deutsche. Könnte herkommen, ja. Wow. Ja, also Kampf gegen das Spießertum. Hochbiegen. Ich muss sagen, Das ist furchtbar. es Nie ist mehr. genial. Nie. Nein, wirklich Und immer gleich entzogen, vorhin. gut gelungen. Danke. Weil vor allem selber auch, eben, zum einen wieder, oh, vegan, wer hat vegan? Das sind wir gerade so. Nein. 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 Dings, Karte, in der gewohnten Cards Against Karte gegen Kampf gegen das Bünzlitum. Ich meine, ich kann das schon trinken. Wieso? Weil du jetzt dich die ganze Zeit nur Ja, es ist halt so Kampf gegen das Spießertum, Kampf gegen das Ja, ja, es Bünzlitum. ist. All die Kämpfe, das ist furchtbar. Es ist gewohnt die gleiche Qualität. Ich finde Jokes der Hammer. Man hat vielleicht einen 20-Minuten-Artikel von dir gelesen, den Kommentar drunter. Oh Gott! Oh Gott, hör auf. Der Handy! Der Ja. Handy, heute Handy! Heute Hi. Ende. Ich muss sagen, ich bin mit dem 20-Minuten-Artikel dort gehockt. Ich habe mal schon Popcorn gemacht und weitergelesen. Ich glaube, 20 Minuten ist das RTL von der Schweiz. was Ja, jetzt kommt Schlimm. es. kommt her. Zielgruppen ankommt. Nein, wirklich. Ich sage das selber, ihr seid nicht Erfinder vom Ganzen, ihr macht es anders und ich sage mal, das ist nicht schlimm, denn die Kreativität, die in der Karte steckt, das ist das, was wirklich ausmacht. Und ich finde, die ist hier wieder genau gleich gut gelungen wie im Kampf gegen das Künstlertum. Und von dem her, ich finde es genial, Malerwand hier definitiv auch noch etwas sponsern. Wir sind noch alle intern Sammeln. Sehr gerne. Und ja, auf jeden Fall richtig gut gelungen. Mir gefällt es richtig gut. Dankeschön. Mike, deine Meinung? Ja, ich habe eine Frage gestellt. ich freue mich schon, wenn es kommt. Vor allem, wenn wir dann vielleicht mal nicht dann mit dem Bünzlitum. Das mache ich selber auch. Ich kann natürlich die neue Karte müssen sortieren. Ja. Dann machen wir ein gemischtes Deck. Ja. Wird es da auch eine gemischte Version geben? Kampf gegen Spießertum und Bünzlitum. Wahrscheinlich nicht, weil wir würden unseren eigenen Netzwerk kannibalisieren. Also ich kann noch verraten, nein, ich meine, wir können das Spiel in der Schweiz nicht absetzen, das ist natürlich für uns schon interessant, dass das auch kommt. Aber ich kann das schon noch verraten, dass wir für Kampfpreisbünzlitum und eine weitere Klasse und wir nicht selber schreiben, sondern Prominente unterstützen mich eben so zum Thema vorher. Promis haben keinen Humor, sie hat nicht unter und ich habe ein sehr geiles Team zusammen und ich mitschaffe. Ich will aber noch nicht zu viel verraten, aber also eben, es kommt auch für die Schweiz nicht Content. Okay.
Gibt es auch mehr Nerdism drin? In dieser Erweiterung eher nicht. Nein, eben weil das ist halt sehr nerdig, weil es von mir ist. Okay. Eben, jetzt haben wir halt Promis drin, die halt Karten schreiben, die aus ihrem... Also, ja komm, Gott, ich kann es fragen, das sind Comedians. Also wir haben 10 Schweizer Marco Ulmer? Ich sage keinen Namen, weil es haben ganz viele zugesagt, wenn irgendjemand wird abspringt und ich würde sie Namen verraten, das geht einfach nicht. Solange es nicht steht, oder nicht physisch da ist, frage ich mich wer, aber ich habe ein paar richtig gute, richtig grosse Namen dabei. Und die beziehen sich natürlich ein bisschen auf ihr Spielfahren, ein bisschen auf ihre Städte, ein bisschen auf ihre Erfahrung. Und das wird natürlich richtig geil. Das glauben wir aufs Wort, wir freuen uns drauf. Und ja, in dem Moment würde ich sagen, haben wir 8 Minuten überzogen. Würde ich sagen, good fight, good night und bis zum nächsten Mal hier auf Helvetia oder bei uns auf Manabar TV. Geht auf speisertum.manabar.ch, liket, unterstützt, helft mit, verbreitet den Link. Entweder der direkte oder unsere, oder ich mache auch noch einen, schätze ich mal. Verbreitet es, teilt es, macht es durch 18 Tage. No? Noch 18 Tage. Für 7000 Kugeln. Ja, was warte jetzt? Wir gehen jetzt schnell akkurate Zahlen durch. Ja. Als Fake News. Wir sind nicht RTL. Genau. Es fehlen noch 6250 und wir Das haben ist 18 machbar. Tage. Also 18 Tage, 6000 und ein paar zerquetschte. Das ist machbar. Ich fahre dran. Also, Ja. Dann würde ich sagen, hey, Kampf gegen Spießertum. Endlich mal ein bisschen gegen die Deutschen schießen. Schließlich sind wir ja neutral gewesen, was die Gelegenheit dazu gegeben hat. Das gibt uns weitere Gelegenheit. Unterstützt es, helft mit und ich würde sagen, good fight, good night, bis zum nächsten Mal.